Ja, guten Abend. Was fehlt noch? Die Schlusseinschätzung nach dem 8:1 des FC Bayern hier gegen Mainz 05. Herzlich willkommen zur Pressekonferenz mit Thomas Tuchel und natürlich Ihren Fragen. Hier vorne gibt es die erste Wortmeldung mit Michael Schröer von der Bild-Zeitung. Bitte Mikrofon nach vorne. Ja. Karriere schon viele große Spieler trainiert. Wo würde da in einem Ranking Harry Kane stehen? Und trauen Sie ihm zu, den 41-Tore-Saisonrekord von Robert Lewandowski in dieser Saison zu knacken? Ich traue Harry alles zu. Er tut, was er immer tut in seiner ganzen Karriere. Er trifft, er ist Vorbild, er ist eine große Persönlichkeit, Top-Spieler. Ich habe kein persönliches Ranking, aber es ist natürlich ein Geschenk, ihn zu trainieren zu dürfen. Ich freue mich, dass wir es geschafft haben, ihn hierher zu holen. Er beweist das eigentlich Woche für Woche, dass es die richtige Entscheidung war. Und heute ist natürlich das umso mehr für alle ersichtlich. Dankeschön. Dann schauen wir in die Runde. Die nächste Frage bitte. Kein Handzeichen? Kann das sein? No. Ganz kurz, du vielleicht? Ehrlich? 8 Tore? Eine Frage? Cool. Dann machen wir die zweite, okay, dann passt es. Besser geht's nicht. Herr Tuchel, können Sie sagen, wie es bei Alphonso Davies aussieht und ob Leroy Sané, hat er wieder einen Rückschlag erlitten oder haben Sie ihn einfach nur so rausgenommen? Nee, kein Rückschlag bei Leroy, aber wir wollten auch keinen mehr riskieren und von sich sieht es nicht so gut aus. Der ist beim Zahnarzt, weil er einen heftigen Schlag auf die Zähne bekommen hat und die ein bisschen, glaube ich, schief standen, ein paar Zähne. Deshalb ist er beim Zahnarzt und wir hoffen, dass es nicht so schlimm ist. Okay, dann links oben Elisabeth Schlammal, bitte. Herr Tuchel, Sie haben vor dem Spiel gesagt, dass das Wichtigste ist, dass man stabil wird. War das jetzt für Sie stabil genug? Es gab ein paar Phasen, die waren vielleicht nicht ganz so dominant, aber wie würden Sie das jetzt? Ich fand, dass Mainz sehr, sehr gut gespielt hat in der ersten Halbzeit. Sehr guter Gegner war, sehr offensiv, sehr mutig, mit viel Qualität gespielt hat. Das war umso wichtiger gegen wir haben mit Viererkette gegen eine Fünferkette verteidigt. Dann musst du sehr mobil sein. Dann müssen die vorderen 4 im 4-2-3-1 fleißig sein, um auf eine Seite zu drücken. Die beiden Sechser, die beiden Innenverteidiger mussten sehr aufmerksam sein gegen die flexible Dreierspitze von Mainz. Und das haben wir alles gemacht. In den Phasen, in denen Mainz dann auch mal mit Qualität Ballbesitz hatte, haben wir nicht den Kopf verloren, wir haben nicht die Ordnung verloren, wir haben uns gegenseitig unterstützt und wir haben auf die Struktur vertraut und wir haben auf unsere Zweikämpfe vertraut. Das ist ein sehr gutes Zeichen und das ist das Mittel der Wahl, wenn solche Dinge passieren. Gleichzeitig hatten wir gute Phasen mit Ball, wir hatten gute Umschaltmomente, wir hatten die Umschaltmomente offensiv sowohl aus dem tiefen Spielaufbau als auch aus den Balleroberungen und das haben wir das ganze Spiel durch beibehalten, dann haben wir viele Torchancen bekommen und die dann auch genutzt. Deshalb sind wir natürlich mit dem Ergebnis sehr zufrieden, aber es war lange Zeit ein sehr enges Spiel, auch wegen der Qualität von Mainz, vor allem in der ersten Hälfte. Prima. Vielen Dank. Danke, Thomas. Schönes Wochenende. Gut. Bisschen spät jetzt. Beim nächsten Mal. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Legendäre PK nach dem 8:1, oder? Dass du die Reporter dazu zwingen musst, dass sie mehr wie eine Frage stellen. Ist schon wow. Wow. So, Servus erstmal, ne? Erstmal Servus. Martin, Servus, Budo, Olli, FCB, Chico, Valderada, Cohido, Matako, Marcel, Hobby. Die Mara ist natürlich auch da. Ganz vergessen, war wie immer die Stimme im Hintergrund. Hallöchen. Hallöchen, Popöchen, genau. Gerard, moin. Fideas, Jens, Emil, Heiko, Vorsicker, Servus und John. Schönen Abend. Ja. Heute braucht es ja keine Therapiestunde, oder? Heute ist ja alles gut. Nach dem Spiel, denke ich.
Ich denke, da machen wir so 10 Minuten für die Stunde und dann können wir ausmachen, den Bums. Aufbruchstimmung. Meisterschaft ist wieder drin. Ja, na klar. Meisterschaft ist wieder voll drin, Leute. Läuft. Ich muss doch eben hier meinen Chat einblenden, den anderen. Dann bin ich startklar. Stimmt nicht ganz. Ich bin nochmal 30 Sekunden weg. Ich muss noch eben, die Maro unterhält euch so lange. Ich muss noch eben einen Teebeutel in meinen Dingen machen hier. Einmal mit Profis, oder? Zack, ist er weg. Servus, John Jay. Servus, Martin. Servus, Phileas. Uli, Forsika, Jean, Heiko, Emil, Jens, Gerard Berger. Den Hobby habe ich auch schon gelesen. Den Marcel. Ja. Servus, Julian. Und, was hast du erzählt so? Ich habe über dich ausgepackt. Ach du Scheiße. Hast Ja. du gesagt, dass ich eigentlich ein Schalker bin, oder was? Jetzt haben wir Ist ja den ein Salat. Dortmunder. Ach, ein Dortmunder auch? Ja, ja. Ja. So, jetzt machen wir weiter hier. Ah. Wer ist der Tuchel jetzt den Raum verlassen? Ja, war schon wild, ne? War wirklich wild. War wirklich frech, diese PK. Weißt du, wenn es nicht läuft, dann sitzen die da eine halbe Stunde und fragen dir den dümmsten Scheiß, Alter. Gewinnst du 8:1, kommt noch nicht mal. Ja, Glückwunsch, Herr Tuchel, war ja mal eine ansprechende Leistung nach 11 Monaten. Was haben Sie denn so getan? Was haben Sie denn geändert? Wäre ja mal ganz interessant gewesen, die Frage, aber nein. Da sieht jemand aber mega müde aus. Ja, so sehe ich aus auf dem Montag nach einem harten Arbeitstag. Ach, herrlich. 5 Minuten Stream reicht. Okay, Phileas. Tschüssi. Hau rein. Bei dir kitzelt wieder wegen Meisterschaft, aber dann hast du aber eine falsche Wahrnehmung, Chico. John Jay, servus. Martin, servus. Judah, guten Abend. Macht aber nicht den Stream, ja, kein Thema. Ihr erzählt euch ein bisschen was über Gipsgießen und was weiß ich was. Diamond Painting und so, ist kein Problem. Keine Sensationsreporter mehr. Nur Desaster-Reporter. Ja. Das ist wie bei dir, wenn wir hoch gewinnen, fehlen die Fragen. Die guten, meine ich, es gibt halt nichts zu kritisieren. Ja, aber kann ja trotzdem was fragen, oder? Thomas, servus. Jetzt wissen wir alles, Kai. Ja, dafür reichen 30 Sekunden nicht, Vorsicker. Da müsste ich schon eine halbe Stunde weg sein, du. Ei. Ja, kein Problem. War ja nicht 60er? Oh, ja, oh. Jetzt wird's aber dünnes Eis hier, ne? Jens, jetzt wird's ganz dünnes Eis. Habt ihr mitbekommen, angeblich hat sich noch keiner mit Kimmich über eine Vertragsverlängerung mit ihm in Verbindung gesetzt. Es geschehen noch Zeichen und Wunder. Ja, nee, warum denn auch? Das passiert doch erst noch. Der Eberl hat das doch gesagt. Er hat doch gesagt, es wird erstmal geschaut, wie die Spieler jetzt performen und es muss ja erstmal ein neuer Trainer her. So. Der neue Trainer sagt dann, hier, das ist wie damals bei Cäsar, der macht so oder so. Kimmich, Goretzka, Gnabry, Sané, Mazraoui. So läuft das. Nicht anders. Von daher, was willst du dich jetzt mit dem Kimmich über eine Vertragsverlängerung unterhalten, Alter? Wie ich denke, wir haben jetzt mittlerweile sollte auch der Letzte in unserem tollen Land gesehen haben, dass Kimmich unser Spiel halt einfach nur schlecht macht, wenn er in der Mitte spielt. Das ist ja auch gar nicht böse gemeint, das kann er halt einfach nicht mehr so und ist so gut. Ne? Der Fußball ist vielleicht auch ein bisschen zu schnell geworden für den Josh in der Mitte. Als rechter Verteidiger war es ordentlich bis jetzt, ja. Aber rechter Verteidiger haben wir dann nächstes Jahr 4. Also was sollen wir mit dem Kimmich, der 20 Millionen verdient? Ne? Also du hast einen Sascha, du hast einen Mazraoui, du hast einen Dingens, der wiederkommt von Leverkusen, einen Stani. So, und dann hast du noch den Josh oder was? Also was willst du mit 4 rechten Verteidigern? Also das ist ja... Brauchst du nicht. Ne? Fertig. Und wenn wir jetzt endlich mal vom Umbruch reden und eine neue Struktur bilden innerhalb des Teams, dann sorry, dann muss so ein Kimmich-Typ leider gehen. Punkt.
Und ich glaube, das ist für ihn auch das Beste und das Beste für uns und für den neuen Verein wahrscheinlich auch. Da bekommt er dann das Ansehen oder was er in Deutschland nicht bekommt und ach, was weiß ich. Fertig aus. Kaido Schalke und Mara Dortmund, deswegen keine Hochzeit. Ach, Hochzeit ist überbewertet heutzutage. Bin auch nicht mal mehr in der Kirche, Alter. Also was soll ich da vor Gott irgendwie... Doch keinen Sinn. What's up, guten Abend. Warum wird jetzt alles wieder schön geredet? Warten wir mal ab, bis sich die Gegner wieder hinten reinstellen. Mainz spielte wie Bochum in München. Ja, Mainz hat halt weiter Vollgas gespielt, ja. Das hat uns natürlich in die Karten gespielt. Aber trotzdem muss man das ja auch nicht zu schlecht reden oder schlecht reden. Es war ein gutes Spiel, es war eine gute Leistung, mal abgesehen vom Ergebnis. Hätte sich Mainz vielleicht hinten reingestellt, zweite Halbzeit, wäre es vielleicht nur 4-1 ausgegangen, alles gut. Aber es geht ja um die Art und Weise, wie wir gespielt haben, ne? Ja, also wie gesagt, Meisterschaft brauchen wir nicht mehr drüber reden. Also meine Meinung, aber die habe ich ja schon seit Wochen. Da bleibe ich auch bei. Anbo, guten Abend. Guten Tag. Um 18 Uhr, ja, sagen wir guten Abend, wa? Ist doch wild, wie sich alle hinterfragen, warum es jetzt läuft. Dabei ist die Antwort so leicht zu verstehen. Ja, so leicht vielleicht nicht, aber ich habe heute Kommentare gemacht hier zu dem Spiel. Kann ich dir auch noch mal ein bisschen was zu sagen. Da waren wieder ein paar Kracher bei. Da habe ich das halt auch versucht, mal so ein bisschen Revue passieren lassen, warum es jetzt vielleicht einfach besser ist. Ich denke, so ein Eber wird da auch so einen Teil bei haben. Aber natürlich auch, dass mal Kimmich nicht mehr in der Mitte spielt. Ich denke, das sind wir uns sehr wahrscheinlich im großen Teil einig, was ja auch gar nicht böse ist gegen Josh. Und dass auch mal hinten eine einigermaßen stabile Innenverteidigung steht, die nicht gleich fickerig wird, wenn sie mal ein Gegentor kassiert. Wird auch seinen Teil dazu beitragen. Ja. Und dass die Mannschaft einfach mal ein bisschen mehr Freiheiten hat vom Tuchel, ja. Und nicht einfach eher in sein komisches taktisches Konzept vorne reingepresst wird. Und wir dürfen ja jetzt auch Flanken schlagen. Das ist natürlich auch wild, ne? Haben wir ja auch lange nicht gesehen. So Flanken, so aus dem Spiel heraus. Das ist ja schon wild, dass wir das jetzt dürfen auf einmal. Aus Scham zurückgezogen. Das ist sehr gut, Jens. Ja, na klar ist es eine kluge Entscheidung, sich von Tuchel zu trennen. Also wenn Tuchel hat es ja selber gesagt vor 3 oder 4 Wochen, da seine 3 legendären PKs hintereinander. Er muss keine Rücksicht mehr nehmen, er macht jetzt, wie er meint und lässt der Mannschaft mehr Freiraum. Ja, und dann ist ja gut. Ja, also wenn Tuchel nicht entlassen geworden wäre, wäre er wahrscheinlich immer noch so verbissen auf seine, was ich auch verstehe, ja. Er ist Trainer, so, er hat so seine Vorstellungen in der Birne und möchte den Fußball spielen und das System spielen, was er für gut findet, ja, und das den wieder durchdrücken. So, das hat er versucht 11 Monate, hat gesehen, das klappt nicht. Er hat es vorher schon gesehen, es war ihm scheißegal, weil er ist ja nicht doof, das haben wir ja auch gesehen auf den PKs jedes Mal. Aber er hat seinen Stiefel trotzdem versucht durchzudrücken, das hat nicht geklappt. So, dann hat man ihn entlassen und dann ist es ihm jetzt scheißegal und er sagt, ja, macht ihr mal und dann sehen wir das, was wir gerade sehen. So. Ganz einfache Kiste. Ja. Deswegen, da müssen wir jetzt nicht anfangen zu sagen, oh ja, es klappt ja jetzt mit dem Tuchel. Alter Belly, ey. Hör mir auf, ey. Aber ja, mein Gott, die Medien müssen das ja fragen. Das ist ja dann wieder die Schlagzeile, was sich halt klickt. War es ein Fehler, Tuchel zu entlassen? Nach 8:1. Ich finde es aber schon lustig, jetzt wo die Spiele auf dem Prüfstand sind, zeigen sie Leistung, ähnlich wie Gnabry damals vor seiner Vertragsverlängerung. Naja, aber Tuchel hat ja auch das Leistungsprinzip ausgerufen. Hat er ja vorher nicht getan. Und das kommt auch noch dazu. Und na klar, wenn der Eber der ersten PK sagt, so, ihr müsst jetzt mal liefern, ich gucke mir das an die nächsten 3 Monate und dann entscheiden wir, wer hier in der tollen Wohlfühloase München bleiben darf und wer nicht, dann wird das schon irgendwas mit den Spielern gemacht haben, ne? Aber dass man dann jetzt diesen Team Spirit sieht, das kann man ja darauf nicht zurückführen. Ja, das ist das Rätsel, was ich so ein bisschen für mich persönlich habe.
So, wenn du mal siehst, wie die sich vorne dann abklatschen und so und hinten natürlich sowieso, ja, das hat ja eh schon geklappt zwischen den beiden. Aber auch, wie sie sich gegenseitig helfen und sowas, das kommt ja jetzt nicht einfach, weil ein Eber sagt so, ihr müsst jetzt mal guten Fußball spielen, sonst seid ihr nicht mehr da. Ja. Das ist schon wild, ja, dass man das jetzt sieht, was man vorher zumindest gefühlt 11 Monate nicht gesehen hat. Ne, da hast du immer nur so gesehen, so, ach ja, 11 Ich-AGs und gut ist. Also, das war schon auffällig. War schon gegen Leipzig auffällig, gegen Freiburg war es auch nach der ersten halben Stunde wieder so da, und aber jetzt war es nochmal richtig auffällig, ne? Also auch bei jeder Chance, auch bei jedes Ding, was nicht gut war, dass sich abgeklatscht wurde beim Vorbeigehen und sowas. Das haben wir halt vorher gar nicht gesehen. Ne? Kann man ja mal ganz klar sagen. Warum, wieso? Keine Ahnung. Ist mir auch ein Rätsel. Aber Tuchel ist mir eh ein Rätsel, ne? Da sind wir ja drüber. Den kann ich nicht mehr zuordnen, den Mann. Matako, servus nochmal. Kimmich ist super auf rechts. Wir holen die Champions League dieses Jahr. Naja, ich bin noch nicht bei super angekommen beim Josh. Ja, gegen Mainz war es gut. Natürlich die Flanken und so, das kann er. Da brauchen wir nicht drüber reden. Aber lass mal einen offensiv starken Gegner über die linke Seite kommen. Ich meine, Freiburg, ist jetzt Freiburg ein offensiv starker Gegner? Weiß ich nicht. Ja, dass Kimmich natürlich nach vorne seine Qualitäten hat und flanken kann, da müssen wir nicht drüber reden, ja. Auch wenn das bei den Ecken irgendwie nicht kann, aber vielleicht klappt das jetzt auch ein bisschen besser, wenn er sich auch ins Spiel ein bisschen warm schießt mit seinen Flanken. Aber defensiv wird das, glaube ich, wild werden. Kimmich als Rechtsverteidiger gegen offensiv starken Gegner kann zu knicken, meiner Meinung nach. Ist ähnlich wie Leimer dann, ne? Kimmich ist doch der Leader im Team, ja, und wir brauchen halt neue Leader, ne? Ja, genau, Marcel. Ich habe es ja auch gesagt, man muss die Feste feiern, wie sie fallen. So, wir haben 8-1, wir haben ein gutes Spiel gesehen. Ob das jetzt Mainz ist, der um Abstieg spielt, oder sonst was, ist mir persönlich Wumpe. Ja, die Bundesliga ist eh gelaufen, so, da geht's darum, dass wir uns noch ein bisschen Selbstvertrauen holen, schön Fußball sehen, vielleicht ein bisschen den Talenten Spielzeit geben und alles ist doch gut. Ja, ich hätte Tuchel auch einige Fragen stellen können. Nicht nur zu der Licht. Ich hätte auch mal die Sané-Thematik mal klipp und klar angesprochen, warum das sinnig ist, ihn da spielen zu lassen, obwohl er nach 1,5 Minuten mit einem schmerzverzerrten Gesicht da schon rumgerannt ist, warum man dann nicht einfach die Leute, die hinten dran sind, spielen lässt und dieses Risiko eingeht, dass ein Sané dann vielleicht im Viertelfinale oder wollen wir es hoffen, im Halbfinale der Champions League dann ausfällt, weil es dann gar nicht mehr geht, wo der Sinn ist. Hätte ich auch gerne mal eine Antwort gehört. Ja. Wenn wir den Rest der Saison mit Spaß spielen, dann darf ein Tuchel durch die Vordertür raus. Ja, sehe ich genauso, Chico. Ist ja normal, dass man den neuen Trainer danach fragt, wen er will und wer nicht. Das Gegenteil wäre amateurhaft. Gerrard, ja, ganz genau. Und deswegen muss man da halt erstmal abwarten, ne? Wer halt Trainer wird. Darf man natürlich auch wieder nicht zu lange warten, ist auch klar. Florian, moin. Nee, bitte nimm mir nicht die Hoffnung, dass unser Gollum endlich wie ein Phönix aus der Asche bzw. wie eine Graugans Richtung Barca zu Flick fliegt. Also ich bin immer noch der Meinung, wenn der Hansi Trainer wird bei Barca, dann ist das ein Segen für uns. Ja, dann holt er den Kimmich und der Kimmich will auf jeden Fall seinen Bro dabei haben, dann geht der Serge gleich noch mit und dann haben wir doch schon mal, ist doch schon mal alles gut. Vielleicht wollen sie den Sané auch noch haben, machen wir einen Dreierpack geschnürt, günstig. 150 Mille. Ja, und ist doch gut. Forget me, servus. Alle sagen, es liegt daran, dass Tuchel geht oder die Spieler um neue Verträge spielen. Ich denke, es liegt daran, dass Tuchel endlich richtig aufstellt. Ja, natürlich, das ist ein Riesenfaktor, Dijon. Das sehe ich genauso. Ne? Definitiv. Ich habe mir schon länger gedacht, wieso Goretzka nicht einfach die Holding Six gibt, jetzt wo er eine ähnliche Rolle einnimmt, ist sehr gut, so weitermachen und dann Pavlo oder jemand anderes Kreatives daneben. Ja, aber Goretzka hat mich schon überrascht, er war ja schon kreativ, ne? Also das war schon richtig stark, ey. Ich prophezei, dass Kimmich, Mazraoui, Gnabry, Choupo, Saar und eventuell Goretzka nahegelegt wird, den Verein zu verlassen. Ob wir alle losbekommen? Ja, kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Wir werden sehen, ob der Verein die Eier dazu hat. Florian Nacke.
Welcher Verein würde zu Tuchel in der Zukunft passen? Ach, das weiß ich nicht. Ist mir auch egal. Naja, ich denke, wenn man den Spielern klar macht, dass man nicht mit ihm plant, dann ist das so. Dann wird ein Spieler sehr wahrscheinlich vielleicht auch auf ein bisschen Geld verzichten, wenn er weiter im Fußball spielen will. Das ist ja auch, so ist das Geschäft halt einfach. Es läuft wieder, seit Kimmich rechts spielt, ja? Seit Kimmich nicht mehr in der Mitte spielt, ne? Das haben wir ja schon öfter gesehen, die Saison. Aber ja. Tuchel hat sich den Step nicht getraut oder ich weiß es nicht, ob es nicht trauen war oder der Trotz halt zu zeigen, dass er nicht ein Sechser ist und er eigentlich einen wollte und was weiß ich. Ich blick beim Tuchel halt nicht mehr durch. Also alles, was er jetzt macht, hätte er ja auch schon vor einem halben Jahr machen können. Ja? Oder meinetwegen vor 3 Monaten. Dann wäre er doch gar nicht erst in diese Situation gekommen, in der er gerade ist. Also. Philipp, moin. Medien feiern das 8:1 viel zu hoch. Ich denke, es wird Bayern wieder so grausam spielen. Ich glaube, wir sind auf einem guten Weg. Ich glaube auch, dass wir das jetzt halten werden. Also zumindest dieses, du willst nicht jedes Spiel 8:1 gewinnen oder überhaupt gewinnen vielleicht. Aber ich glaube, dieses mannschaftliche, geschlossen, das hat mich schon, ich glaube, da sind wir auf einem guten Weg. Wenn Tuchel nicht wieder alles durcheinander wirft und Kimmich wieder mittig reinstellt und Minjay wieder hinten reinwürfelt oder ein Opa, ich glaube, dann ist alles gut. Dann fahren wir die Saison gut zu Ende, denke ich. GB, servus. Flick, tut mir leid, wer zu Barca geht, doch wird er versagen. Warum das denn, Chico? Du bist doch der Flick-Jünger hier. Gnabry wird jetzt wieder abliefern, weil ja Spieler den Verein verlassen müssen, kommt mir bekannt vor. Ja, mal abwarten. Also ein Gnabry können wir ja diese Saison wirklich keinen Vorwurf machen, der war ja nicht da. Also, er ist der große Gewinner bisher, würde ich sagen. Snackmonster, moin. Meinung zu Chrissy? Chrissy ist ein Top-Typ. Chrissy mag ich. Ist der richtige Mann für so eine Posi. Ja, das ist halt eine Posi, CEO in der heutigen Zeit, wo es nicht mehr darauf ankommt, dass du Fußballkompetenz hast, sondern dass du finanzielle Kompetenzen hast. Das ist leider so. Ich meine, wir sind eine AG mit einem Umsatz von einer Milliarde oder was. Also, wir haben es gesehen mit dem Olli, welche Kompetenzen da wichtig sind. Bavarian, Red, Servus. Schreiben Sie ihn raus und jetzt wieder rein. Ja, ist doch normal. Ja, Tuchel hatte seine Ideen, ist damit untergegangen. Ja, schade eigentlich, ne? Schade eigentlich. Nein, die Bayern wären nicht hochmütig. Wo willst du hochmütig werden? Mit 10 Punkten Rückstand in der Meisterschaft? Also, du kriegst da einen vom Bug geknallt, das wird auch bei dem Rückstand bleiben. Ja, vielleicht kommst du nochmal 2 Punkte dran oder so am Ende des Tages, wer weiß. Aber ja, du kriegst dieses Jahr richtig auf die Fresse und das ist gut so. Ja, das brauchen wir halt, damit sich was ändert. Sonst würden wir den Stiefel ja noch 2 Jahre weiterfahren. Ja, der Basler, der hat doch sowieso einen an der Mütze, Alter. Der ist doch sowieso nicht ganz richtig in der Birne. Ich weiß nicht, ob der damals zu viele Kopfbälle gemacht hat oder was. Aber alles, was ich von dem lese teilweise, da packst du dir an der Birne. Der wird ja schlimmer wie Didi. Mazraoui wird abgegeben und wir werden uns um Frimpong bemühen. Ich glaube auch, dass ein Mazraoui abgegeben wird. IV muss er eigentlich auch noch abgeben, ja, wenn Erbeck jetzt bleibt und so performt, denke ich auch. Aber kommt drauf an, wenn der neue Trainer mit einer Dreierkette spielen will, brauchst du 4 Innenverteidiger. Das wissen wir ja alles noch nicht, ne? Ja, GB, Marc Emery, wissen wir alle. Wir brauchen keine 4 RV, nee, denke ich nicht. Und Stani kann ja auch noch wieder der IV spielen dann, ne? Darf man ja auch nicht vergessen. Wie wäre es mit dem LV? Ja gut, da haben wir aber auch 2 Riesentalente in der U19 aktuell, also. Am Ende muss man sich eher darüber ärgern, was die Saison möglich gewesen wäre, wenn Tuchel und die Spieler sich zusammengerissen hätten. Ja, das weiß ich nicht. Da muss man ja sagen, ich muss hier mal eben hochscrollen, wo ist das, Twitchy? Da muss man ja sagen, Leverkusen spielt so stark, selbst wenn wir auch so stark performt hätten von Anfang an, würde es ja nicht bedeuten, dass wir automatisch vorne wären. Ja, es wäre vielleicht ein bisschen spannender, wie jetzt 10 Punkte Rückstand. Das ist klar. Ja, aber man kann ja jetzt nicht sagen, hätten wir gleich das und das gemacht, dann wären wir safe Meister. Das ist ja nicht. Leverkusen spielt eine super starke Saison, das völlig verdient.
Ja, ist auch immer schwierig, so hätte, Fahrradkette, ne? Also, es ist, wie es ist. Wo man immer noch nicht weiß, wie Tuchel drauf kommt, wissentlich Spieler spielen zu lassen, obwohl schlechter Leistung, weil sie Angst hatten, dass diese dann gehen, Und trotzdem lässt er jetzt wieder Sané spielen. Der Widerspruch immer wieder ist so nervig. Ja, ich verstehe es halt auch nicht bei Marian. Also, ich habe es ja vorhin schon gesagt, fragt mich nicht mehr. Ich kann Tuchel Aussagen und Verhalten, ich kann das nicht mehr zuordnen. Vielleicht der Anbu. Vielleicht kann der uns da ein bisschen aufklären. Also ich komme da nicht mehr mit. Also, das ist mir auch alles zu wild. Auch mit dem Sané jetzt, das sind Sachen, die ich nicht verstehe. Ganz wild. Kretzig kommt auch zurück. Ja, wird man sehen, ne? Ich glaube, wir können jetzt ins Finale kommen. Ja, das werden wir auch sehen, ne? Von Spiel zu Spiel. Man muss gucken, ob wir jetzt die Konstanz halten. Also ich meine, das war ja jetzt immerhin schon. Also ich nehme das Leipzig-Spiel dabei, ich nehme auch das Freiburg-Spiel dabei, auch wenn die erste halbe Stunde wirklich schlecht war. Das war so ein kleiner Ausreißer. Aber dann nehmen wir 3,5 gute Spiele. So eine Serie haben wir halt lange auch nicht gehabt. Also sieht man ja schon, dass es ein bisschen stabiler ist. Ne? Muss man jetzt mal gucken. Also wir können ja mal kurz schauen, oder ich kann ja kurz mal schauen. Ich weiß, wir spielen jetzt gegen Darmstadt. Da sollte man sich auch noch mal ein bisschen Sicherheit holen können. Und dann ist schon Dortmund oder was? Guck mal eben. Ja, genau. Dann spielen wir Dortmund. Dann ist schon so, aber gegen Dortmund kann der Tuchel ja immer irgendwie. Und Bayern sowieso. Aber das könnte dann so ein Knackpunkt werden, ne? Wenn wir da dann auch eine gute Leistung bringen, vielleicht ein gutes Ergebnis erzielen, ich glaube, dann ist diese Selbstverständlichkeit, die du dann auch wieder brauchst für die Champions League, wirst du dann wieder haben. Ja, kann ich mir sehr gut vorstellen. Dann hast du Heidenheim, Köln, Union, ja, Frankfurt zu Hause. Also, alles gut. Alles gut. Sieht alles gut aus, Leute. Ich bin guter Dinge für die kommenden Spiele. Schauen wir mal. Ben, Servus, rot-weiße Grüße. Emery passt perfekt. Perfekt ins Stellenprofil. Im Barca kann Flick nur versagen, da kann der Spanische nehmen, wie er will. Was ist denn da los, Chico? Ich dachte, der ist so ein guter Trainer. Ich sehe schon, komm, zum Schluss bleiben wieder alle. Alter, dann weiß ich auch nicht mehr. Nee, ich kann es mir nicht vorstellen. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Josh Bock hat, nicht in der Mitte zu spielen. Deswegen wird er wechseln. Also denke ich. Oder ihm ist die Wohlfühloase München doch so viel wert, dass er sagt, ich gebe mir rechten Verteidiger. Bin ich sehr gespannt. Aber du kannst ihn nicht wieder in die Mitte holen. Also, ich sehe es zumindest nicht aufgrund der letzten Monate. Da muss ein Pavlo spielen und ein Goretzka gerade, der eine gute Form hat. Ja. Weiß echt nicht, warum die Meisterschaft immer so langweilig betrachtet wird. Ist vielleicht nur mein Ding, aber ich würde mich auch über die 25 Meisterschaft in Folge freuen. Ja, klar würde man sich freuen. Vielleicht nicht so wie vor 10 Jahren, wo wir Meister geworden sind, aber freuen wird man sich natürlich. Nein, GB, ich habe Hoffnung. Großteil bleibt nicht. Mach dir mal keine Sorgen. Mike, servus. Bist Köln-Fan, finde super, was ich mache. Ja, vielen lieben Dank. Drück euch die Daumen. Aber wir haben euch ja wenigstens ein bisschen geholfen. Ja, das wird ja auch noch wild für euch. Relegation ist ja schon kaum noch abwendbar, wa? Wirklich, 5 Trainerstationen, Emery in 5 Jahren ist ja wild. Ja, GB, was schlägst du uns da für einen Trainer vor, Alter? Ist ja frech. Ist ja frech. Wir wollen jetzt langfristig was haben und nicht für ein Jahr. Echt peinlich, ne, vom GB. Ach, herrlich. Wenn man darüber nachdenkt, wäre in dieser Saison alles drin gewesen, wenn wir uns nicht diese unbegreiflichen Debakelspiele geleistet hätten. 11 hergeschenkte Punkte ohne die 3 gegen Leverkusen. Ja, aber wie gesagt, man muss auch immer gucken, dass der Stand hat teilweise auch ein anderes Personal auf dem Platz. Ne? Teilweise natürlich auch nicht. Aber ich habe es auch schon in einem anderen Video gesagt, was ich morgen rausballer. Nimm zum Beispiel den Müller. Ne? Der Müller spielt nicht immer überzeugend, da müssen wir gar nicht drüber reden. Aber die letzten Wochen hat er gespielt und guck dir die Entwicklung an. So. Ja, Müller ist halt immer noch ein Faktor da vorne, auch wenn er mich persönlich manchmal nervt mit seinem vielen Rumgewuchtel und Gedöns, aber
Auch das ist ein Faktor, der einfach dazugehört. Ne? Und seitdem der Tuchel weg ist, lässt er den Müller ja spielen. Warum? Wie gesagt, ich und Tuchel, ich kann es nicht mehr nachvollziehen. Ich denke, wenn wir in das Halbfinale erreichen können, wir froh sein und dann wieder neu angreifen. Die Meisterschaft ist eh vorbei. Die Leverkusen lässt sich das nicht mehr nehmen. Da würde ich drauf hin. Ja, Meisterschaft ist für mich auch vorbei. Champions League, denke ich, ist alles drin. Wie gesagt, wenn wir jetzt aufbauen auf diese Leistungen der letzten Wochen, ja, dann geht da was. Denke ich schon. Werden wir sehen. Mein Gott. Wenn nicht, dann nicht. Dann ist es so. Ja. Hör mir auf mit dem Pfaffre, Alter. Den will ich gar nicht sehen bei uns. Die Europa League gewonnen. Passt perfekt zu uns. Naja. Ja. Ich glaube, der Knoten ist geplatzt. Mal sehen, was in der Champions League Viertelfinale war. Ja, das wissen wir ja Freitag, wa? Hoeneß ist jetzt quasi gebunden an Stuttgart. Das mit dem Trainer wird noch interessant. Wird sich vielleicht ziehen und aus dem Grund bleiben. Dann die Spieler. Echt spannendes Thema. Naja, ich weiß nicht. Ich äußere mich da noch nicht zu. Ich habe so eine Vermutung, aber Kovac wäre bald frei, ja. Thomas, genau. Kovac wäre auch wieder die perfekte Lösung. Damit wir im neuen Jahr wieder den nächsten nehmen. Barca ist ein Sauhaufen. Keine Kohle, alle motzen. Jemand, wenn Flick seinen Spielstil durchsetzen will, kriegt er Kontra von Fans, Medien, von Spielern. Barca ist ein Lost Game für Flick. Er wird am Anfang Erfolg haben, aber dann motzen alle, sobald er ein Spiel verliert. Ja, aber gut, das ist ja gewohnt, der Flick, oder? Und keine Kohle ist doch im Barca egal. Die hauen doch trotzdem die Kohle raus. Die Kohle haben oder nicht. Verkaufen dann nochmal 10% ihrer Einnahmen für die nächsten 10 Jahre, wovon sie schon nur noch 40% haben oder sowas. Ist doch kein Problem in Barcelona. Keine Sorgen. Und wenn er sich den Anführer Kimmich da hinholt, dann läuft das schon. Dann reicht das für Platz 4, denke ich. Vielleicht Platz 3. Champions League ist drin dann. Snackmonster, gut Hunger, hau rein. Barca hatte zu viele Wodka Lemon. Das weiß ich nicht, was er so trinkt. Bin mal gespannt, ob Pavlovic nach dem 8:1 wieder raus ist. Nee. Dafür war Conny aber auch zu schwach. Muss man fairerweise sagen. Ja. War jetzt nicht super schwach, aber ich hätte mir ein bisschen mehr erwartet von Conny. Also nee. Pavlo wird wieder reinrücken mit dem Neon. Bin ich mir relativ sicher. Ja, das heißt nicht, dass Tuchel auch sich sicher ist. Also können wir ja diese Saison nicht vorhersagen. Aber dann hätten wir wenigstens wieder was zum Diskutieren. Was hat die Kopfbälle gemacht? Ja, ich weiß nicht, wie oft der mit dem Kopf vor dem Pfosten gelaufen ist. Die haut ja jetzt auch auf Dortmunder Spieler drauf. Ja, gut, bei Bayern kann er jetzt gerade nicht draufhauen bei 8:1. Da muss er sich andere suchen, wa? Wird mir trotzdem ein Rätsel bleiben, warum wir erst jetzt Fußball spielen. Ja, aber habe ich ja gerade schon so ein bisschen angerissen. Ich glaube, das sind ganz, ganz viele Gründe, die jetzt zusammenspielen. Tuchel wäre es zuzutrauen, ja, das stimmt. Was wäre schlimmer, unser Gollum mit Pornobalken in der Umkleide treffen oder Favre bei uns als Trainer? Ja, definitiv Favre. Ich kann mit dem Favre nichts anfangen. Der ist ein guter Trainer, ja. Also jedes Mal, wo er Bundesliga war, wo ich ihn beurteilen konnte, war es echt okay. Aber das ist ähnlich wie mit Marcel Reif. Das ist so, weißt du, so eine persönliche Abneigung einfach. Das ist auch gar nicht böse gemeint. Das ist kein Trikot, das ist ein Jacket. Klopp hat es damals gut gekontert mit Didi. Tuchel ist selbst schuld, wenn er so peinlich darauf reagiert. Ja, ich sag ja, das hat von vornherein einfach nicht gepasst mit dem Tuchel. Ja, ich glaube, er hat auch nicht die Rückendeckung gespürt, die er vielleicht unterm Olli und Brazzo bekommen hätte. Ja. Da kommen viele Dinge zusammen auch, glaube ich. Und dann hat er da so ein bisschen angefasst reagiert, mein Gott. Guten Abend, Ascheran. Ich würde meinen Trainer wünschen, der ein Konzept hat, der zu uns passt, einer, der eine Chance verdient. Ja, ich
Ich glaube mittlerweile, dass es echt Alonso wird. Das ist gerade so ruhig irgendwie. Man hat sich ja noch nicht mal mit dem Hoeneß beschäftigt, sonst hätte er ja nicht einfach direkt verlängert. Ja, wenn man da überhaupt mal so vorgefühlt hätte und gefragt hätte, könntest du dir das vorstellen oder so, hätte er bestimmt noch ein bisschen abgewartet. Also von daher denke ich, dass da intern schon so Lösung 1 und 2 bereit liegt und man jetzt irgendwie auf ein Signal wartet. So, ist die Frage, wann Alonso sich entscheiden möchte. Wird man sehen. Ja. Ich denke, Tuchel geht wieder nach England zurück, so wie er gestrahlt hat, wo er von einem englischen Reporter gefragt wurde. Ich glaube auch, dass der Tuchel so locker ist. Ne? Ich glaube auch, der hat schon einen Job safe für nächstes Jahr. Ich glaube, das ist auch so ein Thema. Kann ich mir schon gut vorstellen. Ja, das wird so ein bisschen gelöst und bla. Und ich glaube auch, da ist schon irgendwas im Hintergrund zugange mit dem Tuchel. Kann ich mir gut vorstellen. Urs Fischer. Urs Fischer ist aber auch kein Talententwickler, oder? Bei Union, der konnte zwar immer die ganzen abgewrackten Stars wieder zu alter Stärke oder noch besser führen, das konnte er, aber ob er da Talent entwickelt hat, weiß ich gar nicht. Bin nicht drinne. Der Basler war Maler, echt? Weiß ich gar nicht. Cool. City ist zu gut für Bayern. Jo. Wir werden sehen, wa? DFB sollte Bayern bestrafen. Ja, echt, ne? Dafür, dass sie 10 Punkte Rückstand haben, ne? Der hast du vollkommen recht. Nee, ich habe den Seppel schon ausgeblendet. Das war halt nur Will ich auch Bullshit, was da bestrafen. kam. Ja, ich wollte ihm vorhin auch schon, aber ich habe mir gedacht, komm, die Obrigkeit im Hintergrund wird das schon erledigen. Freiburg hätte man 3 Punkte geholt, wenn Tuchel nicht seine Tuchel-Idee gehabt hätte. Die zweite Halbzeit war schon gut. Die zweite Halbzeit war okay. Ich weiß nicht, ob das kann man mal sehen. Tuchel das jetzt anheften kann, die ersten 30 Minuten, weiß ich nicht. Das war halt schon echt schlecht von der Mannschaft auch, ne? Sage, gegen Man City oder Arsenal würden wir 8 Kanti von der Champions League rausfliegen, Leute. Ich bin Realist, kein Träumer. Ja, ich bin ja auch Realist, bekannter Realist. Ne? Und ich glaube, dass wir gegen die Mannschaften, ja, das sind die schwersten Gegner, gehe ich mit. Aber wenn man sieht, was wir gut können, die Saison ist Umschaltspiel. Und das haben wir gezeigt gegen Dortmund, gegen Stuttgart. Das haben wir jetzt auch gezeigt. Von daher, mal abwarten. Ich glaube, wir würden uns schwerer tun gegen irgendwas, was sich hinten einbunkert. Was eine hohe Qualität hat und sich hinten einbunkert. Ich glaube, dann tun wir uns schwieriger als wie so ein Gegner, der spielen will, der nach vorne spielt, der uns dann Räume bietet. Mal abwarten. Dortmund wird sowieso wieder vom Platz geschossen. Ja, auch da mal abwarten, wa? Der eine Trainer aus England wird doch heiß gehandelt. Der eine! Naja, ich weiß, wie du meinst. Ist vielleicht so die Option 2, könnte ich mir vorstellen. Ach was, wir können an einem guten Tag jeden schlagen, auch City. Na klar muss vieles zusammenlaufen bei uns, aber jeder Gegner ist stark beim FC Bayern. So sieht's aus in Thailand. Sehe ich ganz genauso. Ob wir das hinkriegen, werden die nächsten Wochen zeigen, ja. Wenn wir natürlich wieder diese schwankenden Leistungen haben und du hast dann wieder so eine schlechte Leistung, ja, dann gehst du unter gegen Manchester City oder gegen Arsenal. Aber wenn wir einen guten Tag haben, denke ich, also wir haben ja die Qualität im Kader. Also wer das bestreitet, weiß ich nicht. Der hat dann keinen Plan von Fußball, Alter. Qualität ist da, man muss sie rauskitzeln. Man muss die Spieler auf die richtigen Positionen stellen, was ja aktuell einigermaßen gut klappt. Und dann glaube ich auch, dass alles möglich ist. Sowohl in die eine als auch in die andere Richtung. Aber wir müssen uns nicht kleiner machen, als wir sind, Alter. Wir sind der FC Bayern, wir sind Dritter der Weltrangliste und Feierabend. So. Ja, da müssen wir uns nicht kleiner machen. Also Schwachsinn. Klar, hätten wir jetzt die gleiche Form weitergespielt nach der Tuchel-Entlassung, ja, dann habe ich ja auch gesagt, dann brauchst du dir keine Hoffnung machen. Weil wir müssen jetzt auch keine Hoffnung machen, dass wir Champions League-Sieger werden. So, wir sind klar auf den letzten Leistungen, die wir gesehen haben in dieser Saison, sind wir da kein Favorit oder sonst was, aber Tagesform entscheidet. Ja? Und wenn wir zweimal eine gute Form erwischen und jetzt gerade dann als Mannschaft performen, wie wir es aktuell tun, sind auch Chancen da. Ganz einfache Kiste.
Anbo hat zwar 5 Liegestütze rausgehauen. Siehst du, die Mara hat mir das nicht gesagt. Ich habe nämlich keinen Zaun. Gut, dass ich mal hochgeguckt habe. Also zur Erklärung, Leute, wenn ihr auf Twitch seid, bekommt ihr Punkte. Für die Punkte könnt ihr mich quälen. Nur mal zur Info. Von daher gibt es kurz Unterbrechung. Aber macht euch keine Hoffnung, das hat auch einen 20 Minuten Abklingtimer. Ich mache also nicht durchgehend jetzt hier 5 Liegestütze, weil dann komme ich ja nicht mehr zum Erzählen. Wa? Aber ich habe für euch auch extra mal die Kutte im Hintergrund aufgehangen. So bin ich. Ja. Es waren 4. Lüg doch nicht. Lüg doch nicht. Lüg doch nicht, ey. So, Ben, mal was in eigener Sache. Ich verfolge deinen Channel von Anfang an. Anfangs keine Kommentare meinerseits. Später immer wieder, da du in deiner Q&A kommentiert hast, dass einige Fans nicht deine Kragenweite sind, muss ich dir das Dankeschön entgegenbringen, dass endlich mal ein Bayern-Fan Tacheles redet. In der Volksempauer 65. Auch ich habe schlimme Phasen mitgemacht und liebe daher deine direkte Art, mal ein Lob an dich nehmen wollen. Ben, vielen lieben Dank dafür. Ja, alles gut. Ne, ich weiß das ja. Ich habe da ja auch kein Problem mit. Ich weiß ja, welche Art Mensch ich bin und ich bin ja jetzt auch nicht irgendwie 16. Ich weiß, man glaubt das manchmal. Weil ich so verdammt jung aussehe, haben wir ja gerade gehört am Anfang des Streams. Aber ja, ich bin halt auch schon ein bisschen, ne? Und da weiß ich natürlich auch, wie meine Art und Weise wirkt. Aber da kann ich gleich nochmal was in die Kommentare sagen. Habe ich heute wieder schön gelacht. Cleansy, ja, Cleansy wäre geil. Da müssen wir ein paar Werbetonnen wieder aufstellen. Nico, rot-weiße Grüße. Mutter kenne ich auch nur als Spieler. Was denkt ihr, wer nächster Gegner der Bayern in der Champions League wird im Viertelfinale? Paris, Saint-Germain. Ich sag Paris. Glaubst du in der Erklärung Tuchels, warum er 11 Monate so agierte, wie er es darlegt? Nee. Manfredo, ich hab's ja gesagt, der Anmo muss das interpretieren, ich kann das nicht. Er hat sich so oft widersprochen und ganz wilde Takes gemacht, ich kann das nicht mehr zuordnen beim Tuchel. Kreuzka zeigt, dass er es auf der 6 sehr gut kann, war schon gegen Freiburg zweite Halbzeit so, gegen Lazio und nun gegen Mainz. Dazu Pavlovic in der Hinterhand, Leimer, Kimmich und Guerrero. Ja, aber auch das hat der Tuchel vorher nie gemacht. Ne? Warum auch? Es hätte ja funktionieren können. So. Dann hätte er ja kein Argument mehr gehabt, dass er eine Holding Six braucht. Komisch, ne? Wenn man sieht, wie sich Real wieder durchgemogelt hat in den 2 Spielen gegen Leipzig, wenn wir nur halb so viel Glück haben, gewinnen wir die Champions League. Ja, Real macht aber, Real ist aber auch eine Mannschaft, die meistens nur so hoch springt, wie sie muss, ne? Muss man ja auch sagen. Bayern gegen Real wäre mal wieder eine Zeit. Ja, würde ich auch fühlen. Aus den Thailand würde ich auch fühlen, ja. Aber im Halbfinale würde ich das fühlen. Lass uns erstmal Paris haben. Ich denke, da haben wir auch ein paar Chancen. Und dann Halbfinale Real Madrid würde ich fühlen, ja. Da wäre mal wieder richtig Dampf auf dem Kessel beim Spiel gucken, weißt du? Würde ich fühlen, ja. Der Werner lebt noch, glaube ich, ja. Aber auch irgendwie verarmt, oder? Das letzte, was ich irgendwie gesehen hatte. War auch sehr traurig. Vorsicker, da sind wir auf einer Wellenlänge. Ich mag den Favre auch nicht. Obwohl er aber ein guter Trainer ist, aber ich komme auf den auch nicht klar. Aber die Frage ist, hätte Tuchel unter Hassan und Kahn besser funktioniert? Das ist ja schwer zu sagen, ne? Wenn der Brazzo ihm vielleicht seine 3, 4 Wunschspieler geschafft hätte, die er haben wollen würde, wahrscheinlich, ja. Könnte ich mir schon vorstellen.
Wenn Pavlovic in die Nationalmannschaft berufen wird, dann kann ihn Tuchel nicht mehr aus der Mannschaft nehmen oder sich blamieren. Er kann ihn jetzt schon nicht mehr aus der Mannschaft nehmen. Ich bitte dich. Auf welcher Grundlage? Also, auf welcher Grundlage? Ich denke, wir haben es in der ersten halben Stunde gesehen, auch am Wochenende, ja, dass der maßlos gefehlt hat. Wir hatten halt gar keine Ideen aus der Mitte heraus. Also, da hast du das richtig gesehen, dass er gefehlt hat. Wie sich Goretzka dann berufen gefühlt hat und das wirklich stark gemacht hat. Ja. Ich denke, dass Inter Mailand Topfavorit auf die Champions League-Saison ist. Kann ich nichts zu sagen. Wenn Davis im Sommer geht, wäre Robertson aus Liverpool eine gute Alternative. Günstiger zu bekommen als Hernandez. Kann ich auch nichts zu sagen. Analog, servus. Heute tummelst du dich mal im YouTube-Chat? Ja, das ist ja egal. Ich sehe ja beide Chats eigentlich. Sollte hier aber mal scrollen, Alter. Aber ich habe gerade nur noch YouTube gesehen. Wild. Aber da weiß ich wenigstens, woran es beim letzten Mal lag. Das ist, wenn ich mal hochscrolle in der anderen Chat, dann bleibt der stehen und dann zeigt er da nichts mehr an. Frech. Immer weiter so, mein Bester. Ja, alle 20 Minuten könnt ihr 5 Liegestütze rausballern. Umso mehr ich im Training bin, umso kürzer kann man die Abstände in den Laufe der Wochen machen. Ist kein Problem. Ihr trainiert mich dann also fit quasi. Bayern München, Real Madrid ist für mich das beste Duell, was der Clubfußball hergibt. Ja, wir haben schon, also die Spiele waren schon immer geil. Also an alle, die ich mich erinnern kann, das waren ja einige, war nicht immer auch ganz koscher teilweise, aber war immer geil, war immer auch richtig Emotion. Ja. Wegen Insolvenz. Ja, sag ich ja, der Lohand ist ganz schön abgestürzt, ne? Eber wird doch angeblich die Zerbi als Trainer. Ja, wegen mir. Was denkst du, wie die Zukunft von Bayern München aussehen würde, wenn 50+1 abgeschafft werden würde? Und wie ist eigentlich deine Meinung über 50+1? Ja, das Thema haben wir ja heute ne? Das haben wir ja schon im letzten Stream auf den heutigen Stream verschoben. Wie die Zukunft aussehen würde von Bayern, kann ich natürlich gar nicht sagen. Weil ich glaube nicht, also zumindest solange Uli noch im Club ist, dass der jemals mehr wie 50 oder wie 49% der Anteile abgeben würde. Das würde nie passieren. Auf gar keinen Fall. Und das ist auch gut so. Ja, also ich bin der Meinung, dass das gut so ist. Für die Bundesliga wäre 50+1 abschaffen natürlich gut. Ja, gar keine Frage. Am Ende des Tages, wegen mir, kann man das abschaffen. So müssen die Vereine selber entscheiden, ob sie übertrieben gesagt ihre Seele verkaufen wollen oder nicht. Ja, aber wenn man guckt, Wolfsburg, Leverkusen, Leipzig, Hoffenheim, das ist auch alles 50+1 unter irgendwelchen scheinheiligen Argumenten. Von daher ist das da auch nicht fair gegenüber den anderen, die das zum Beispiel gerne machen wollen, würden, aber nicht können. So, ne? Am Ende des Tages müsste das halt jeder Club für sich selber entscheiden. Ich meine, 1860 hat es auch gemacht mit ihrem komischen, wie hieß er oder heißt er, ich weiß gar nicht, ob der noch da ist. Haben wir auch gesehen, wie das ist, wenn du dann da einen hast, der meint, er hat Ahnung und hat keine Ahnung. Ja, ist dann natürlich auch wild, aber für die Bundesliga wäre es natürlich super, wenn wir 3, 4, 5, 6 Clubs hätten, die in irgendeiner Weise Konkurrenz für uns wären. Ja, definitiv. Her damit. Ja, es kann nur gut sein. Wie gesagt, ich bin 80er Jahre, da gab es nicht 11-mal Bayern Meister. So, ja, wie schön ist es denn, wenn du Konkurrenz hast, wenn jedes Spiel, wenn du 5, 6, 7 Spiele im Jahr hast, wo du weißt, boah, du musst liefern und so, weißt du? Das haben wir doch seit 11 Jahren nicht mehr, sind wir doch mal ehrlich. So. Also wegen mir soll das jeder Club selber entscheiden. Ich bin aber natürlich ganz klar dafür, dass das beim FC Bayern niemals passieren dürfte.
Ja. Wir müssen ja mal gucken, was wir erreicht haben mit nicht, dass kein Sponsor da ist oder kein Staat hinter unserem Verein steht. Trotzdem halten wir mit, ja, gegen Vereine, die das sind. Nimm Paris, nimm Manchester, nimm selbst Liverpool, ja, kannst ja jeden aus England nehmen. Da sind ja überall irgendwelche Firmen oder Fonds oder sonst was hinter. So. Und trotzdem halten wir dagegen und haben unsere Rolle. Wie gesagt, wir sind immer noch Dritter der Club-Weltrangliste. So. Das ist man ja nicht, weil man mal ein gutes Jahr hatte. Ja, das muss man ja mal ganz klar sagen. Und von daher, ja, wegen mir kann das abgeschafft werden. Soll jeder Club machen, wie er möchte in Deutschland. Aber na klar bin ich ganz klar dafür, dass unser Club das niemals machen würde. Ja, ganz klar. Also ich möchte keinen Emirat sehen, der den FC Bayern leitet. Ja, also definitiv nicht. Aber deswegen muss man ja nicht nur, weil man das für seinen Club nicht möchte, alle anderen Clubs denen das verbieten, so, weißt du? Von daher, mir ist das Wumpe. Wegen mir sollen die das freigeben. Nochmal, die Clubs wie Wolfsburg, die ganzen Leipzig und sowas, komm, da brauchen wir alles nicht herumreden, ja, dass das alles nicht koscher ist, wenn man das da mal knallhart auslegen würde. Also. Ja, ich weiß, Werksclub, bla, Sülz, ja. Also komm, hört mir auf, ey. Tore bei der Meisterfeier nach einer wilden Aufholjagd. Da brauchst du nicht gar nicht weiterschreiben, das wird ja nicht passieren. Das Witzige mit Flick ist ja, dass er nur in Deutschland verbrannt ist und überall in der Welt, besonders in Barca sehen alle nur den Trainer der Barca damals. Ja, aber wieso ist der Flick denn in Deutschland verbrannt? Welchen Grund denn? Würde ich jetzt gar nicht sagen. Bei mir ist das ja nur, dass es meine persönliche Meinung ist, dass Flick halt mehr so der Kuschler ist so, ja, nicht der große Taktiker. Aber das braucht man ja auch nicht immer, hat er ja gezeigt bei uns, ne? Mit 6 Titeln also. Meinst du jetzt wegen der Nationalmannschaft oder was? Ach komm. Da sind ja ganz andere gescheitert, also. Ich glaube nicht, dass der verbrannt ist, auch in Deutschland nicht, kann ich mir nicht vorstellen. Wahrscheinlich will man das mit Alonso bis zum Saison unter Verschluss halten. Keine Ahnung, ich kann das schwer einschätzen. Wir werden es erleben, ne? Da werden noch ein paar Namen kommen und gehen in der Zeit. Wir werden es erleben. Wem vertraut ihr mehr, GB oder mir? Neben dem Motta. Naja, wenn ich höre, dass er Emery 5 Vereine in 5 Jahren hatte, dann brauchen wir den nicht. Aber wir wollen ja weg davon. Folterkeller. Ja, na klar. Ja, ich habe das extra für den Anbu eingebaut, der hat sich das gewünscht. Auf meinem anderen Kanal mache ich das halt, wo ich zocke, und dann dachte ich mir, komm, kann ja hier auch nicht schaden. Bisschen Training. War das überhaupt live? Hast du meine Jacke nicht gesehen, oder was? Was ist denn los mit dir? Irgendwann mal aufgenommen, die Liegestütze. Ja klar, in dem Outfit. Ich habe ganz viele Outfits, habe ich extra die Liegestütze aufgenommen, deswegen war ich gerade auch ein bisschen außer Atem. Die spiele ich dann ein. Alto Pelli, ey. Der war gut, ey. Mit Adiletten, ja klar, mit Bayern Adiletten. Rekordmeister. Was ist los, ey? Die waren nicht live. Aber ist kein Problem, bei den nächsten zeige ich, komm, wir einigen uns jetzt auf was? Auf 3, oder? Zeig dann die 3 kurz. Ach, easy, ey. Ich hoffe auf Real Madrid, um einem Alaba 1 reinzudrücken. Hab mir nochmals deine Alaba-Videos von vor Jahren reingezogen, um zu sehen, wie du denkst. Ja gut, das habe ich ja hier schon geäußert, oder? Aber nee, guck hier ruhig an. Ich fand die auch sehr gut, die Videos. Den Toro Taktikfuchs moderieren, ja, hätte doch mal was. Unser Erik Meyer, ganz genau. Ganz ehrlich, in dieser Champions League-Saison ist keine Mannschaft, die so gut ist, dass sie nicht in 2 Spielen schlagbar ist. Ja, das denke ich auch, Ambo. Das denke ich auch. Auch Arsenal hat schon teilweise komische Ergebnisse gehabt, ne, in der Liga, genauso wie Manchester City. Also, das glaube ich auch.
Dortmund, die fliegen schon gegen Eindhoven raus. Das glaube ich nicht. Spielen die nicht in Dortmund das Rückspiel? Dann fliegen die auf jeden Fall nicht raus. Fuchsjag, servus. Für mich ist jede Mannschaft, ohne dass ich ein Spiel von Inter gesehen habe, gefährlich. Inter wurde Zweiter in der Champions League. Die sind gefährlich. Ja gut, dass sie alle eine Qualität haben, wenn du im Viertelfinale stehst, ist ja auch außer Frage. Also. Aber ich sehe das halt wie Anbu, dass da irgendwie jetzt so die Übermannschaft ist, wo man sagt, da hast du gar keine Chance gegen, sehe ich halt auch nicht. So sieht's aus, Punk. Also er sollte erstmal gegen Porto weiterkommen. Ganz genau. Ich würde sagen, wenn 50% abgeschafft wird, kauft irgendein Großkonzern einem unserer Partner die Anteile für über 1 Milliarde ab. Ja, aber wir haben ja nicht mehr Anteile abgegeben, als wir abgeben können. Also könnten die ja rein theoretisch von Adidas, glaube ich, Allianz und Telekom, oder Telekom weiß ich gar nicht. Wir haben ja irgendwie 3 oder 4 Dinger abgegeben. So, selbst wenn die alle aufkaufen würden, hätten sie ja trotzdem keine 51%. So. Was sollte es bringen? So, weißt du? Bringt denen ja nichts. Also von daher, ja, alles gut. So sehe ich das auch mit 50+1, aber das darf man ja nicht so laut sagen. Warum darf man das nicht so laut sagen? Kann doch jeder seine Meinung zu haben. Ja, ich weiß, die meisten Ultras und so sehen das, würden da gleich wieder auf die Barrikaden gehen. Aber am Ende des Tages soll das doch jedem Verein selber überlassen sein. Und jeder Verein muss sich dann doch selber mit seinen eigenen Fans rumärgern oder nicht rumärgern. I don't know, ja. Aber am Ende des Tages muss das jeder Verein für sich entscheiden dürfen. Und da musst du auch nicht darüber nachdenken, zu sagen, ach ja, wir müssen aber jetzt hier, wir sind die DFL, wir müssen jetzt irgendwelche Sponsorendeals machen über 1 Milliarde, damit wir den Clubs mal 50 Millionen zuschieben dürfen. Ja, drauf geschissen, wen interessiert, soll jeder Club für sich selber verantwortlich sein. So, weißt du? Und wenn da irgendein kleiner Club meint, der irgendwie, was weiß ich, nimm mal ganz bekloppt, nimm mal Kräuter Fürth, die sagen, jawohl, komm, wir sind Erstliga, sind gerade drinne, wir suchen uns einen Sponsor, der 1 Milliarde reinpumpt und wir werden der neue Weltclub, ja, dann gönnt euch. Dann versucht's doch. Also guckt euch Paris an, guckt euch Manchester City an, wie lange die gebraucht haben, um die Champions League zu gewinnen. Also es geht auch nicht alles mal einfach so. Ja, also muss das auch nicht immer alles so schwarz malen. Die Zukunft von Bayern würde nicht anders aussehen. Ja, das denke ich nämlich auch. Wir können noch nicht mal 49% abgeben laut Satzung. Kann höchstens passieren, dass Scheiß Schalke dann Konkurrenz ist. Ja, aber ist doch okay. So, wir brauchen doch Konkurrenz, weißt du? Das ist doch unser Problem die letzten Jahre so ein bisschen gewesen. Warum sind wir denn in dieser Position gekommen, wo wir die Saison gelandet sind? Dadurch, dass alles Larifari ist in der Bundesliga. So, du hast das Spiel gegen Dortmund gehabt, ja, das hat dich mal gekitzelt, ein paar Jährchen, weil Dortmund da mal gut war. So, dann hauen die jedes Mal ihren besten Mann weg, erst den Haaland, dann den Bellingham, dann siehst du, wo Dortmund wieder rumeiert. Dann hast du die Hoffnung gehabt, auch Leipzig könnte das werden, aber nein, die müssen sich natürlich auch an gewisse Dinge halten. Und dann hast du letztes Jahr die Meisterschaft auf, weiß ich nicht, im Rückwärtsgang gewonnen noch, ja, mit der Leistung, die wir gezeigt haben. Ja, das wird auch anders aussehen, wenn du durchgehend Konkurrenz hättest, wenn du dir das alles nicht erlauben könntest, ja. Dann würdest du gar nicht in so eine Situation kommen, wie wir dieses Jahr sind. Diesen Larifari-Scheiß hättest du dann gar nicht. Weil hätte der Kimmich oder der Goretzka oder unsere ganzen tollen Nationalspieler mal 3 Monate nicht performt, dann wären die schon weg gewesen, weil du es dir gar nicht hättest erlauben können. Weil dann müsstest du mal wieder um die Champions League kämpfen. So. Und Champions League Platz musst du halt haben, wenn du diese Gehaltskosten hast, die wir haben. Ja? Ganz einfach. Das hat einen riesen Rattenschwanz. Also ich habe da nichts gegen, wenn Schalke meint, ihr sollen sich einen Scheich suchen und sollen durchmarschieren, ja gerne. 1860 von mir aus auch, Alter. Dann haben wir endlich mal wieder ein Derby. Ist doch super. Ja, wäre doch klasse. Lautern, es gibt so viele Traditionsvereine, die unten rumdümpeln. Ja, sollen die doch alle sich verkaufen, Alter. Wenn sie das meinen, gönnt euch. Selbst wenn 50+1 abgeschafft werden würde, blieben wir die Nummer 1 in Deutschland. Am Anfang auf jeden Fall. Was Investoren in andere Vereine reinbuttern müssen, um nur für ein Jahr an unseren Umsatz zu kommen, wäre unrealistisch. Am Ende würde bei uns Geld reinkommen und wir hätten noch weiter weg. Ja, aber auf Dauer würde es natürlich schon mehr Konkurrenz bedeuten. Ja, das sieht man ja auch in England.
Also klar wird das nicht innerhalb von einem Jahr dann funktionieren, aber wenn da wirklich jemand dahinter ist, der durchgehend ständig Geld reinbuttert, aber nimm zum Beispiel auch Chelsea, du siehst aber auch das Gegenteil. So. Es heißt nicht immer, dass das sofort funzt, klappt, alles super ist, ja. Von daher. Ja, aber ist doch auch okay, dass man sich öffnet, oder nicht? Guck mal, wir müssen ja, nimm doch nur den FC Bayern. Wir müssen mal wieder langsam mal in der Realität ankommen und mal von dieser Fußballromantik wegkommen. Ja? Und nochmal, das muss jeder Verein für sich selber entscheiden. Du kannst das doch freigeben und jeder Verein, so wie es Ambu sagte, jeder Verein hat eine Satzung, da kann er das doch reinschreiben und festhalten, dass er das für seinen Verein, für seinen Club nicht möchte. Und fertig ist doch der Drops. Ja? Aber nur weil das der Kerl nicht will und andere wollen das, wie gesagt, soll jeder für sich entscheiden können. Ja? Punkt. Ja, na klar ist Investor schiefgegangen. 60 Uerdingen, ja, das ist so, was ich sage. Das geht halt, ich komme aus Aalen. Rot-Weiß Aalen, das beste Beispiel. Ja, habt ihr vielleicht nicht so auf dem Schirm, weil es nur bis in die zweite Liga dann gereicht hat, aber beste Beispiel dafür. Ja, wie das passt, was passiert, wie es steil bergauf geht bis zu einem gewissen Punkt und dann ist irgendwann Ende. Ja, dann geht's halt nur darum, dass du auch trotzdem guten Trainer, du musst eine Mannschaft, du musst eine Philosophie haben, du musst eine Mannschaft formen. Da reicht es halt nicht, haben wir ja bei uns auch gesehen dieses Jahr, da reicht es nicht, 11 gutes Spieler zu haben oder Paris. Guck einmal seine Offensive, die Jahre rumgelaufen ist, mit Messi, Neymar, Mbappé. Ja, und was hat's gebracht? Nichts. So, ja, das reicht halt nicht. So, aber auf Dauer wäre es doch auf jeden Fall, es wäre mehr Konkurrenz da. So. Darauf können wir uns, denke ich, einigen. Aber dass das ein Selbstläufer ist, haben wir doch bei ganz, ganz vielen Vereinen gesehen, dass es halt nicht der Fall ist. Ja. Gegen Werder aus der 80er, 90er, ja, na klar. Auch wo Schalke seine guten Jahre hatte, war doch auch immer gut. Ja. Hamburg. Ach, du kannst es ja durchgehen. Aber da siehst du ja schon, wir sind immer geblieben und es war immer ein Wechsel. Ne? Es war immer ein Wechsel. Hamburg, Bremen, dann mal Dortmund wieder ein paar Jährchen, dann war Schalke mal da. Immer ein Wechsel. Ja, Leverkusen war auch mal da. Kann mich auch noch erinnern, Frankfurt, Stuttgart mal. Ja, so, da siehst du doch schon das Problem. Wir waren immer da. Immer. Wir waren immer mittendrin. Und da muss man wieder hinkommen. Das hat einmal mal 1, 2, 3 Vereine, die müssen einfach da sein, die ein bisschen Konkurrenz bieten. Ja, wieso kommen die Investoren denn aus Bayern bei uns? Klar haben wir Investoren. Wir haben ja auch Anteile verkauft. Wir sind ja eine AG. Das steht ja außer Frage. Es geht ja nur darum, ob du mehr wie deine 50% Anteile verkaufen darfst. Das halt irgendwie, weil sonst kommt ja kein Investor. Ja, das war ja auch das Thema bei 1860. So. Es kommt ja nur jemand, wenn du sagst, hier, du hast 51% der Anteile, das ist jetzt dein Club, du hast zu entscheiden, was läuft. So, dann kommen Investoren, sonst kommt keiner. Sonst kommt das so, wie es bei uns ist, dass du mal da 7% verkaufst, da 7%, weil schon seit Jahren Partnerschaft, bla, Sülz, dass da einer ein Aufsichtsrat von sitzt, von Adidas, von einer komischen Allianzversicherung. Ja, klar. So, aber da holst du natürlich nicht die dicken Investoren mit dran. Ja, die wollen halt die alleinige Macht dann haben und sagen, was Sache ist. Wir haben Allianz, Audi, Adidas und Telekom. Zeig mir einen Club auf der Welt, der auch nur annähernd so krasse Sponsoring hat. Wir sind perfekt, so wie wir sind auf dem Gebiet. Ja, gehe ich 100% mit. Ich meine, das sieht man ja auch, wo wir finanziell stehen und dass wir trotzdem diesen sportlichen Erfolg haben. Auch wenn er dieses Jahr mal nicht so da ist. Ja. Aber das ist doch auch gerade, was den Verein ausmacht. Und das hat auch ein Brazzo noch nicht gänzlich zunichte machen können. Ja, auch wenn er die Gehälter schon extrem hochgeschraubt hat. Also von daher. Allein, dass Wolfsburg die größte Summe aller Vereine bekommt als Trikotsponsor. Ja, da siehst du das doch schon. Das ist doch dieses Verkappte, was ich sage. Warum kriegen die denn 70 Millionen? Wer will mir denn jetzt erzählen, dass der VfL Wolfsburg so interessant ist als Werbeträger, dass da irgendein Sponsor den 70 Millionen zahlen würde? Nein, natürlich nicht. Würde keiner tun auf dieser Welt. Ja, da siehst du doch schon das Dilemma. Ja. So, und dann ist da so ein SC Freiburg, keine Ahnung, ich weiß nicht, was die vom Trikotsponsor kriegen, wahrscheinlich noch nicht mal 20 Mille, so, weißt du, so in welchem Verhältnis steht das? Aber dann stellen die sich da hin und reden einen von 50+1, ist halt Schwachsinn.
Flick ist ein toller Trainer, allerdings zu weich und zu lieb. Ma, das weiß ich gar nicht, ob er das ist. Ob er zu weich oder zu lieb ist. Hast du den Straßburg von Chelsea ihn aber gekauft? Ja, die haben doch mehrere Vereine, oder? Chelsea. Haben die nicht 5, 6, 7, 8 Vereine, das Konklorium, was dahinter steckt, oder was? Und da verleihen die doch auch immer die Spieler hin von Chelsea dann? Irgendwie so habe ich da mal was gelesen, meine ich. Kannst du dir ein Szenario vorstellen, dass Tuchel jetzt durchstartet und doch bleiben darf? Nein. Kann ich dir auch ganz einfach erklären, warum. Weil ich zumindest das Gefühl habe, dass Tuchel keinen Bock hat, Spieler zu entwickeln. Und das schon so die Zukunft vom FC Bayern ein bisschen werden soll. Ja. Zwar nicht nur, logisch, aber man hat ja am Tell gesehen, dass ein Tuchel keinen Bock hat, diesen Spieler zu entwickeln, so wie er ihn behandelt hat. Ja. Pavlovic ist nun mal ein ganz großes Thema, was wir aufmachen können, dass das jetzt in Tuchel gut geschrieben wird. Ist eine Frechheit. Aber das ist das Thema. So, hätte Tuchel das mitgetragen von Anfang an, hätte das natürlich passen können. Und der kann das auch, hat er ja gezeigt in seinen früheren Stationen. Er hat einfach keinen Bock mehr darauf, was ja okay ist. Ja. Gibt von Tobias Escher sehr gute Artikel, wo er beschreibt, was wahrscheinlich passieren würde, wenn 50+1 abgeschafft wird. Sehr empfehlenswert. Ja gut, aber das sieht man ja in England, was passiert, oder? Das ist ja nicht so, dass das ein Rätselraten wäre. Das sieht man ja. Oder meinst du jetzt auf die Fanszene bezogen? Okay. Ja, keine Ahnung, habe ich mir nicht angeguckt. Das sieht mich halt nicht, diese Nationalmannschaftsdoku an. Werde ich mir auch nicht angucken. Für mich leider Zeitverschwendung. Ach doch, du bekommst schon in München eine Zeit. Nächstes Jahr. Bin ich mir sicher. Anders geht's ja gar nicht, wenn du wirklich einen Umbruch machen willst. Ja gut, ich habe den Flick noch nie ernst genommen. Von daher, für mich hat sich da nichts geändert. Claudio. Ich habe den noch nie ernst genommen als Trainer. Das ist für mich halt kein Trainer. Das ist ein Co-Trainer, ja. Ist halt der Liebling, so der Spieler, den kann er schön immer so ein bisschen pudern und so, immer schön auf gute Welle. Das ist Flick. So, deswegen war der ein super Co-Trainer, aber ist für mich kein Cheftrainer. Ich hoffe, dass Klopp niemals, auf keinen Fall, jemals Bayern-Trainer wird. Fühle ich auch in einem Teil meines Herzens, forbid me. Ihr müsst in Formation fliegen, okay? Wow. Da habe ja selbst ich bessere Motivationsreden in meinem Managerspielen gehabt, Alter. Also Achtelfinale, Arsenal hauen wir locker weg. Also ich halte Arsenal eigentlich für den schwersten Gegner für uns. Mal schauen. Ich glaube, wenn wir gegen Real gewinnen oder Alonso kommen, bleibt Davis. Ist natürlich Best Case, aber wäre schon mal. Also mir ist das persönlich scheißegal, ob ein Davis bleibt oder nicht. Wegen mir kann der wechseln. Ja. Weil die letzten Spiele nicht da, die letzten Spiele waren gut. So, wo ist jetzt die Notwendigkeit, jetzt unbedingt, dass ein Fonsi bleibt? Sehe ich nicht. Klar, wäre es schön, er hat das Potenzial, er hat alles, was man braucht, um ein super linker Verteidiger zu sein. Aber ganz ehrlich, wenn er nicht will, dann will er nicht. Und nochmal, wir müssen wegkommen davon, Spieler bei uns zu haben, nur weil wir denen 1 Million mehr zahlen als ein anderer Verein. Dann bitte geh einfach. Wer sich mit dem FC Bayern nicht identifiziert, bitte geh einfach. Punkt. Ob du Davis heißt, ob du was weiß ich heißt, es ist scheißegal, wie du heißt. Geh einfach bitte. Punkt. Verlängere einfach deinen Vertrag nicht. Geh zum Vorstand, sag, du möchtest wechseln und alles ist gut. Nehme ich keinen Spieler übel. Wir brauchen Spieler, die wollen, ne? Die brennen für unseren Club und nicht dafür, dass sie 1 Million mehr kriegen wie woanders. Er war bei uns richtig am richtigen Ort, nicht mehr und nicht weniger. Ja, na klar, der Flick hat alles gut gemacht. Hat auch das Beste rausgeholt, dass er sich dann auf dem Nationaltrainerposten reingesnackt hat. Ach, ich weiß nicht, ob der Klopp noch emotional bei Dortmund ist. Weiß ich nicht. Aber ist mir auch egal. Sag ich euch ganz ehrlich. Glaub nicht, dass der Klopp auch irgendwie jetzt, wie gesagt, der macht erstmal ein Jahr Pause, da ist überhaupt gar keine Intention da. Ich glaube schon, solange nicht mehr so ein gutes Viertelfinale in der Champions League. Also es wird eigentlich nur hochwertige Spiele geben, da freue ich mich drauf.
Ja, mal abwarten, wer noch weiterkommt, ne? Wenn Eindhoven und Porto weiterkommen, dann hast du schon mal 2, die vielleicht nicht gerade so vom Namen her irgendwie. Aber ansonsten stimme ich dir zu, sind schon sehr interessante Teams bei, ja. Wenn man keine Investoren bei der DFL haben will, braucht man über das Abschaffen von 50+1 eh nicht diskutieren. Die meisten wollen mit ihrer Traditionsvereine lieber in nirgendwo Belanglosigkeit verrotten, statt wie Bayern, Dortmund und so weiter nach höheren auf internationaler Ebene zu streben. Nee, ich denke, die Vereine wollen das schon. Aber ja, natürlich die Ultras, da ist es halt immer noch diese Fanromantik irgendwie, obwohl da viele Ultragruppierungen ist ja, wenn du da mal einen hast, der älter wie 25 ist, dann ist das ja auch schon wild. Ja, also, weiß ich nicht. Nochmal, mir persönlich ist das völlig Wumpe. Klar möchte ich das nicht für unseren Verein und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das jemals bei uns passieren würde, selbst wenn man das dürfte. Aber lass das doch jedem Verein selber entscheiden. Und da muss doch jeder Verein mit seinen eigenen Fans klarkommen. Ja. So, das muss doch jeder Verein mit seinen Fans dann ausmachen. So, da muss ja keine DFL oder kein DFB oder sonst was drüber stehen. Also. Genau deshalb, wegen der Konkurrenz, hoffe ich, dass Alonso bei Leverkusen bleibt und wir keinen Spieler von Leverkusen. Und ich finde es auch gut, dass Hönes bei Stuttgart bleibt. Vorsicker, ich fühle den Take. Also ich würde das auch begrüßen. Ja, ich hätte da auch nichts gegen, wenn Leverkusen jetzt mal 2-3 Jahre einen guten Lauf hat. Ja. Der Hönes in Stuttgart, ja gut, da muss man abwarten. Die haben natürlich jetzt nicht diese finanziellen Mittel, um zu sagen, wir halten mal den und den Spieler auf jeden Fall. Ne? Wird natürlich schon schwierig werden. Aber ja, wie gesagt, wir müssen da hinkommen, dass wir einfach wieder Konkurrenz haben. Deswegen passt der Nagelsmann ja auch nach Dortmund. Was natürlich traurig ist, so die aus der Bayern-Seele, aber ja. Jedes Mal, wenn Bayern einen Rivalen in der Bundesliga hatte, war Bayern in der Champions League brutal gut. Erst diesen Saison gibt es endlich wieder eine Mannschaft, die Bayern die Stirn bietet. Ja, aber diese Saison, wir konnten den Schalter ja nicht mehr umlegen. Ja, bedingt natürlich auch dann noch mit dieser Tuchel-Thematik, aber das ist ja ein schleichender Prozess die letzten Jahre. Dadurch, dass du keine Konkurrenz hast, hast du halt gesehen, du kannst auch mit 80% laufen und es reicht, um Meister zu werden. So, das war immer Minimalziel. Siehst ja, das beste Beispiel siehst du an den Pokalspielen. Ey, wann haben wir so eine Serie gehabt, dass wir so oft hintereinander aus dem Pokal sang- und klanglos raus sind? Ja, das ist halt einfach, du kannst den Schalter da nicht umlegen. Du läufst die ganze Zeit auf Sparflamme, weil es reicht, und dann sollst du den Schalter umlegen, bäm, das geht nicht. Ja. Ja. Das ist das Problem. Von den großen Clubs sind nur Bayern, Real und Barcelona ohne Scheiß. Ja gut, aber Barcelona hat ja auch immer wahnsinnig von ihren Präsidenten profitiert, oder? Real Madrid nicht auch? Hat der da nicht auch ein paar 100 Millionen reingeballert? Das haben wir halt nicht. Man könnte Uli mal machen, wäre ja okay, oder? Soll er mal aus seinem Privatvermögen mal ein paar 100 Mille reinschieben. Doch alles gut. Aber es ist ja gar nicht erlaubt bei uns. Wenn die Liga spannend wäre auch mal bessere Stimmung in unserem Stadion. Obwohl man da sagen muss, die Stimmung war doch gut jetzt die letzten Spiele, ne? Aber da sieht man das halt auch mal wieder, ne? So, wenn es halt nicht so gut läuft und man mal wieder, dann kommen auch die Fans wieder ein bisschen mehr aus dem Knick, ne? Es hat alles eingefahren. Das ist ja ganz normal halt. Du hast dich halt an das Level gewöhnt. So. Also Stimmung war gut die letzten Spiele. Auch gegen Leipzig war es schon gut. Ach, war doch gute Stimmung jetzt, GB. Was hast du denn? War doch echt okay. LRA, ein Kosmetikkonzern dahinter. Ja, genau. Ja. Da gab's eine Doku zu? Wusste ich gar nicht, Cordio. Naja. Neo, servus. Und dann irgendwann ging es nicht mehr schnell genug und dann wurde der Stecker gezogen. Ja. So ist das halt. Das sind halt die Probleme, die man dann auch haben kann als Club. Sieht man ja auch bei 1860, wa? Deswegen, das muss ja dann jeder Club für sich entscheiden. Jedes Mal mit Bayern Rivard, so das hatten wir gerade. Ja. Ja, wir sind ja nicht schlecht in der Champions League. Also schlecht sind wir ja nicht. Nochmal, wir sind Dritter der Weltrangliste. Also schlecht können wir nicht sein. Ja. Aber für ganz großen Wurf hat es halt nicht gereicht.
Wenn die Bundesliga in Zukunft international eine Rolle spielen möchte, muss Geld von außen reinkommen. Ja, den Take fühle ich halt nicht. Ja, den Take fühle ich nicht. Guck dir die letzten Jahre an, die waren ja wieder besser. International. Und wir performen ja auch international. Weiß ich nicht, ob da unbedingt Geld reinkommen muss. Das weiß ich nicht. Den fühle ich nicht so, Nee. Ich glaube, das sieht man ja auch, dass das anders auch geht. Guck dir zum Beispiel jetzt Leverkusen an, guck dir vor ein paar Jahren Frankfurt an in der Europa League, guck dir Freiburg an, die mit ganz, ganz wenig finanziellen Aufwand jedes Jahr in der Europa League performen. Nee, den fühle ich nicht. Den fühle ich nicht, den Take. Geld allein bringt es nicht, es braucht auch Erfahrung und die haben wir aufgebaut, aber nicht in 2 oder 5 Jahren. Für diese Erfahrung haben wir 50 Jahre gearbeitet, das kommt nicht gerade so. Ja, das sieht man ja auch bei ganz vielen Vereinen, ne? Ja, Neo, super, hast du doch das perfekte Spiel ausgesucht. Das Audi, die kommen doch alle aus Bayern. Ja, wenn du das so siehst. Aber Telekom ist, glaube ich, nicht aus Bayern, oder? Allianz, weiß ich kann es dir nicht sagen. Aber ja, wenn du das so siehst, kannst du die beiden natürlich nennen. Die dümmste Idee aller Zeiten war, die Arena mit den scheiß Blauen zu teilen. Nee, das war die beste Idee aller Zeiten, Chico, weil das Stadion sonst nicht gebaut worden wäre. Ja, eigentlich war das perfekt, wie es gelaufen ist. Es war dann auch perfekt, dass 1860 das nicht mehr leisten konnte und wir die Anteile dann abgekauft haben. Eigentlich ist das perfekt, so wie es war. Die Arena wäre sonst nie gebaut worden, wenn wir sie alleine hätten gebaut. AliExpress als Investor bei 1860 würde ich fühlen. Bundesliga ist langweilig, immer Bayern, dann gucke ich lieber die Premier League. Guten Fußball. Naja, ich denke, mit Leverkusen, Stuttgart siehst du dieses Jahr auch guten Fußball in der Bundesliga. Chico. Wolfsburg ist halt Werksclub. Ja, Bayer ist auch Werksclub. Das ist ja, was ich sage. Ja, ohne 60 wäre das Stadion nicht gebaut worden. Das ist ein Fakt. So. Von daher war alles gut, wie es gelaufen ist. Ja, das werden wir sehen, ne? Leverkusen, Stuttgart die Leistung halten können. Da fehlt BMW, ja. Ja, sollst du ja auch nicht, Chico. Niko Kovac geht ganz schön in die Sause wegen Abstieg. Hä? Wie wegen Abstieg? Ja, wie gesagt, mittlerweile ist der Klopp mir auch ein bisschen sympathisch geworden, aber so die BVB, die ist halt bei mir auch eingebrannt, ne? Müsste mich auch echt erst an Kloppo gewöhnen, du. Denkai, servus. Schwester geht ja nur vorstellen, kannst du das Inter? Kann ich gar nicht beurteilen, kann ich nichts zu sagen, Frau Sicker. Übrigens, wenn ihr es interessiert, für unseren Franz Kretzig läuft es in Wien richtig gut. 5 Spiele, 2 Vorlagen, 1 Treffer, 437 Spielminuten. Schön, wenn er wiederkommt. Tut dem Jungen, aber glaube ich, gut die Leihe. Ja, auch da sind wir wieder beim Thema Tuchel angekommen. Auch den hat er leider verschmäht, weil die Leistung hat er ja bei uns auch gezeigt, wenn er spielen durfte. Und natürlich tut es ihm super gut, da zu spielen. Ne? Und wie gesagt, er hat eine super Art halt einfach an sich. So ein bisschen Müller-mäßig, ne? Wenn er auf den Platz kommt, fühle ich. Ja. Für ihn auf jeden Fall der richtige Schritt. Wenn der Trainer ihn nicht haben möchte, ja, dann musst du halt gehen. Und die Entwicklung mitnehmen. Was hältst du generell so von Miko Slomka? Sicher kein Kandidat für Bayern, oder? Nee. Fanden Mirko eigentlich immer ganz interessant eigentlich, aber nee.
Ist der überhaupt noch Trainer? Trainiert der noch irgendwas oder was? Guckt er wieder bei Hannover rum oder was? Da war der auch irgendwie 2, 3 Mal. Kommen und gehen da irgendwie. Schalke war der auch, ne? Ich weiß, ich mache mich jetzt unbeliebt, aber ich brauche die Assis, Ultras im Stadion nicht. Ebenso das 50+1. Ich finde den Fußball, die Stimmung und Qualität der Spieler mehr als super. Ja, fairerweise musst du sagen, vielmehr bei uns im Stadion wäre es ohne Ultras leider tot. Da hättest du nur irgendwelche Leute, die die Pappklatsche nehmen und klatschen. In anderen Stadien wäre das mit Sicherheit anders. Ja, bei uns wäre das tot. Also da müsste sich da irgendwas anderes entwickeln. So Fankurven, technisch, mäßig. So wie es früher mal war im Olympiastadion, so die Kuttenträger. Ja. Kann man drüber streiten, ob es dann vielleicht anders wäre, wenn die nicht da wären, wenn das irgendwie schwierig. Kann ich aber auch nicht wirklich einschätzen. Aber ist doch, mein Gott, wenn das deine Meinung ist, ist doch jetzt machst du dich doch nicht unbeliebt. Genau, jeder kann wechseln, der keinen Bock hat bei uns. LP Simon, guten Abend. Cancelo und Grimaldo holen, aber Cancelo ist doch glücklich im Barca, oder? Kloppschild basteln? Will den nie bei uns sehen an der Linie. Und wenn er der beste Trainer der Welt ist. Eieiei. Da sieht's der Stachel aber tief an, Bova. Aber fühle ich. Porsche steigt doch bei Stuttgart ein. Ja, was heißt steigt ein? Wie gesagt, das ist ja in Deutschland alles nicht so wie woanders, wenn man sagt, man steigt ein. So geil, ich liebe dieses Format so sehr. Danke, Kai Omara. Wir hauen im Chat ein Thema nach dem anderen raus und können diskutieren. Und dazu sagt Kai seine Meinung. Liebt diese Kommunikation und dieses Format. Danke an alle. Ich habe zu danken, Chico. Ohne euch wird es das ja nicht geben. Wenn hier nur 3 Leute im Chat was schreiben würden, wird das ja auch nicht funktionieren. Ne? Juan Fasin, moin. War schon zu Zeiten von Sevilla Emery. Da war er auch stark, oder? War der denn die ganzen Jahre? Nee, der war 2 Jahre davon war der Trainer, oder? Wo die erst 3 miteinander gewonnen haben? Oder war er der den 3. geholt hat? Und vorher, die 2 Jahre, war wer anders? Ich habe keine Ahnung. Klär mich auf, GB. Das Aus in Saarbrücken war ein typischer Tuchel-Move, lässt den Kane auf der Bank. Ja, das muss der Tuchel sich 100 Pro ankreiden. Da müssen wir nicht drüber reden, ne? Also, das weiß er auch im Nachhinein. Klar, die Mannschaft auch. Ja, du musst halt anders auftreten gegen so einen Gegner. So, aber wenn die Mannschaft gerade nicht in der Lage ist, da anders aufzutreten, musst du einfach deine Maschine für die letzten 20 Minuten ins Spiel bringen. Punkt. Gibt's nichts zu diskutieren. Ich fordere 10 Minuten Timeout für GB für jedes Mal, wenn er den Emery erwähnt. Wir können den GB auch einfach für jedes Mal, wenn er den Emery erwähnt, zu 5 Liegestütze verdonnern. Wenn er die genauso macht, ja, wenn er die genauso macht wie sein Flitzen, dann ist das auch nur heiße Luft. Das ist richtig. Es wäre auch für die Auslandsvermarktung sehr gut, wenn wir jedes Jahr in Deutschland 3 bis 5 Teams hätten, die um den Titel kämpfen. Und das wäre wahrscheinlich auch für ausländische Spieler sehr gut. Ja, na klar, wäre das jetzt nicht schlecht. Aber man sieht ja auch, dass wir so ein bisschen mithalten können. Ja, wir sind ja jetzt auch nicht irgendwie weit abgeschlagen als Deutschland international. Aber klar wird das einiges verändern, Frau Sicker. Bin ich 100% bei dir. Real und Barca sind nicht besser als die Scheichvereine, da bei denen die Schulden zur Not der spanische Staat übernehmen würde, bevor die pleite gehen würden. Das weiß ich nicht, aber wenn man hört, dass Barca da etwa 1, bla Milliarden Schulden hat oder Verbindlichkeiten hat und jetzt schon, ich glaube, 30-40% ihrer zukünftigen Erlöse für TV-Rechte verkauft haben, wie sollen die noch mal jemals auf den grünen Zweig die nächsten Jahre kommen? Also ganz wild. Ja? Und es interessiert auch keine Sau.
Bin da voll bei dir mit dem Konkurrenzkampf, da ist auch das internationale Geschäft der Vereine wieder ankurbeln würde, was am Ende gut für die Liga wäre. Ja, wie gesagt, das müsste ja jeder Verein für sich entscheiden, ne? Du bist jedes Heimspiel im Stadion. Ja, na klar. Ich bin jedes Heimspiel in der Südkurve. Ich fahre da jedes Heimspiel 600 Kilometer eben hin. Morgens, 6 Uhr stehe ich auf. Und dann fahre ich die wieder abends zurück. Nee, ich bin natürlich nicht jedes Heimspiel im Stadion. Es kann doch nicht so schwer sein, einen gescheiten Trainer zu finden, der auch mal länger bleibt. Das machen wir doch jetzt, GB. Bleib doch ruhig. Mach mal locker, fahr mal runter. Das dauert halt ein bisschen. Man muss doch erstmal sondieren, wen kann man überhaupt kriegen? Wer hätte Bock? Wer würde passen? So, die müssen sich ja auch riechen können. So, der Eber muss ja gleich mal was checken, so, mit dem Freund passt das, weißt du? Du kannst jetzt auch nicht wieder so eine Marke von Tuchel holen, der dann wieder so den, weiß ich nicht, den Unnahbaren macht oder sowas. Das passt ja anscheinend nicht bei uns im Verein. So. Da muss man doch erstmal, muss man sich beschnuppern mit 2, 3, 4 Kandidaten und dann wird man sich schon entscheiden. Das passt schon. Nee, von uns hat auch keiner eine Ahnung, wie weit die sind. John, ja, ich bin nicht drin in der spanischen Liga, ne? Ich kann da nichts zu sagen zu Real. Ist mir auch Wurst. Mich interessiert eigentlich nur unser Club. Naja, der Hoeneß. Wenn ihr wüsstet, wer wir schon alles hatten, ne? Wen wir schon alles haben. Ja, eine Granate nach der anderen. Ach, Haubi, genau. Gestern noch in Kiew, morgen schon in Wien zusammenhalten. Das ist unser Ziel. Wir sind aus München, wir sind die Bayern, wir sind diejenigen, die immer wieder feiern. Ole, 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 ole. Kein Problem. Mach ich auch. Mach auch einen Vorsänger für euch hier im Chat. Ja, aber die Stimmung war ja schon vorher gut. Ja, nicht nur bei den 8 Buden, oder? Also zumindest in der Südkurve. Kam zumindest so rüber im TV. Ich wollte mal kurz einwerfen, der Neok ist übrigens der Niklas, ne? Das ist auch so ein Ja, wie soll ich mir das mehrere merken? Account-Ding. Das ist dein Problem. Ich Nee, kann's dafür mir bist du ja merken. da. Ach so. 1860 wurde so ausgenommen von uns mit der Arena. Ja. Ja, das war schon ein richtiger Arschloch-Move. Das war, in Nachbetrachtung war das ein richtiger Arschloch-Move, ja. Und war eigentlich für uns das Beste, was passieren konnte. Was erst den finanziellen Grundstein gelegt hat, dass diese Entwicklung überhaupt da ist, wie sie da ist. Ja, ob der Kane brechen wird, werden wir sehen, mal. Die Arena ist wunderschön, aber ich würde mir zumindest ein Spiel im Jahr in unserer alten Heimat wünschen. Das wäre schon geil. Ja, aber ich glaube, das ist, glaube ich, gar nicht mehr möglich, oder? Sicherheitstechnisch. Aber das wäre geil, würde ich auch fühlen. Nochmal Südkurve. Würde ich fühlen. Benkai, servus. Ja, ich weiß, Martin. Ich sag ja, das war das Glück für uns halt. Ja, ausgenommen bin immer das Ganze. Ja, ich habe das Spiel aufgenommen. Vielleicht gucke ich das noch. Liverpool gegen Manchester City. Ich habe mir gedacht, so das letzte Mal Klopp gegen Pep nimmst du mal auf. Ach, ich würde sie dann schon fühlen, aber ich weiß halt nicht, wie weit der Talent entwickeln kann. Benka, mir geht's Bombe, wenn das an mich gerichtet war. Wie geht's dir denn? Genau, die wollten doch eh ins Grünwalder-Stadion, passt doch. Finden aber, die Allianz Arena sollte mal modernisiert werden. Ein 4. Rang wäre mein Traum. Dresden will ja auch einen 4. Rang, aber die Stadt macht einen Strich durch die Rechnung. Ich hoffe, das ändert sich. Also ich wüsste nicht, was da jetzt modernisiert werden sollte. Ich sag nur Löwe. Kannst du ruhig sagen. Ich bin stolz darauf, dass ich Löwe bin, Alter. Parksituation ist eine Katastrophe. Muss halt pünktlich da sein, wa?
Also ich habe noch nie Parkprobleme gehabt. Du kannst ja sogar schon vorher reservieren, den Parkplatz. Im Stadion. Das haben wir ja auch gemacht gehabt. Klopp würde ich voll fühlen, aber geht ja noch nicht. Und Kai, an den hast du dich schnell gewöhnt. Der war Dortmund-Trainer, nicht mehr, nicht weniger. Na, der war schon mehr wie Dortmund-Trainer. Der Kloppo war schon richtig Bayern-Hasser. Das müssen wir mal ganz klar sagen, Alter. War natürlich auch zu der Zeit, wo richtig Feuer drin war unterm Dach, aber der Kloppo war schon ein richtiger kleiner Wichser, wenn es gegen unseren Verein ging. Das muss man mal so klipp und klar sagen, Alter. Zumindest war das in meiner Wahrnehmung so. Man muss mal definieren, was eigentlich Ultras sind. Ja, was ist ja definiert? Das kannst du ja googeln, GB. Torischer in K.O.-Spielen ist desaströs. Alle verloren bis auf erste Runde im DFB-Pokal, Preußen Münster, ein Rückspiel in der Champions League-Platzierung. Ja, aber dann ist doch gut. Dann kann die doch noch aufpolieren jetzt. Den Rest der Saison. Ohne die Ultras sind alle Stadien scheiße. Nee, das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Nee. Auf gar keinen Fall. Ja, bei uns wäre es richtig scheiße, da müssen wir nicht drüber reden, aber ich glaube, es gibt ganz, ganz viele Stadien, wo es nicht scheiße wäre. Es gibt auch ganz, ganz viele Stadien, wo das ganze Stadion Stimmung macht zum Beispiel. Das gibt es ja bei uns gar nicht. Naja, hatte einige ältere Kundenträger in der Südkurve gesehen, die ganze Zeit still waren. Ja, ich sag ja, das Thema Südkurve ist ein ganz komplexes Ding, ne? Da wollen wir auch nicht drüber reden. Und deswegen habe ich ja gerade gesagt, es wäre halt auch wild zu sehen, was sich dann entwickeln würde. Ganz früher, wo ich im Stadion war, gab es auch keine Ultras, Alter. Da gab es keine Ultras. Da gab es keine Gruppierung von 20, 50 Leuten im Auswärtsspiel, die standen und den Takt vorgegeben haben. Nee, da waren dann 5, 6 Kumpels, die da zusammen waren. Es gab 3, 4, 5 Lieder, die wurden geschmettert und hat die ganze Kurve mitgeschmettert. So. Heutzutage ist es aber auch so, die Leute, die in der Südkurve stehen, die mit ganz ihren 20.000 Millionen Fanclubs da angefahren kommen, die wissen gar nicht, was die Ultras da singen. Das raffen die gar nicht. Das kennen die gar nicht. Die kennen immer noch stumpf ihre 3, 4 Lieder von früher. Das ist alles, was die mitsingen können. Deswegen, wenn Bayern durchs Stadion geht, hörst du das ganze Stadion. Ansonsten, wenn die Ultras hier, was Haubi gerade mal geschrieben hat, wenn die so ein Lied singen, das kennt keiner in der Südkurve. Das kennt der kleine Kerl, die jodeln das Viertelstunde runter, was komplett sinnfrei ist, weil keiner in der Kurve das rafft und keiner mitgeht. So. Ja, die sollten sich einfach auch mal auf so ein paar grundlegende Dinge beschränken, dann wäre auch in der Südkurve mehr Stimmung drinne, weil dann jeder raffen würde, auch ja, das kann ich, das kenne ich, da stimme ich mit ein. Ja, oder andersrum müssten die vielleicht mal die Fanclubs, die immer wieder in der Südkurve stehen, vielleicht einfach mal ein paar Zettel verteilen. Ja, dass die mal die Lieder lernen. Dann könnten die da auch mal mit einstimmen. Aber wenn du in der Südkurve stehst, hast du so oft das Gefühl, wenn die Ultras da 15 Minuten irgendein Lied smashen, das kennt keine andere Sau. Und deswegen singt keine andere Sau mit. So, das ist halt auch noch ein Problem in der Süd. Ist halt wild. Die Bibel würde Klopp mit Handkuss nehmen. Ist ja ekelhaft. Guten Abend, Jogi. Was haltet ihr eigentlich von Mikel Arteta? Ich finde ihn ähnlich vom Profil zu Xabi Alonso und wird nie genannt. Er ist jetzt auch schon eine Weile in Arsenal. Ja, wenn er in Arsenal Trainer ist, warum soll er denn da jetzt weggehen? Call of Westwind, hau rein. GB, kennst du eigentlich Red Munich privat? Nicht, dass ich wüsste, ey. GB, 1, 2, 3, 4, 5, 30 Liegestütz. Jetzt. Abfahrt. Kannst in einer halben Stunde wiederkommen, wenn du Luft geholt hast. Hat doch Alonso im Pokal Europa League auch gemacht. Am Ende, wenn das Ergebnis gefährdet sieht, wechselt er die Guten wieder ein. Nur Tuchel sagt, nee, Kane, geh duschen. Ja gut, wie gesagt, da hat er halt mal einen Fehler gemacht. Menschen machen Fehler. Alles ist gut.
Ne? Da müssen wir jetzt ja nicht weiter drauf rumreiten. Ich denke mal, das hat ein Tuchel selber kapiert. Ja. Zum Thema organisierte Fanszene. Ohne Ultras hätten wir mittlerweile, glaube ich, keinen 50+1. Wir hätten mittlerweile Ticketpreise wie in der Premier League und im Stadion hättest du nur noch Bonzen und Event-Touris aus dem Ausland. Die Premier League ist tot, war in den 90ern mit meinem Dad mal bei Liverpool, dann 2015 nochmal. Das war wie ein Begräbnis 2015. Außer einmal You Never Walk Alone, so etwas will man in der Bundesliga, glaube ich, nicht. Ja, weiß ich nicht, ob das so kommen würde. Aber ja, na klar, ist das immer noch, oder sind das die Fans, die da halt dran festhalten oder klar dagegen sind. Ne? Wir haben es ja jetzt auch bei den Sponsorengeschichte gesehen. Das Ding wäre ja ohne Probleme durchgelaufen, wenn es diese Gruppierungen nicht gäbe. Ne? Also da brauchen wir uns ja nicht drüber unterhalten. Mit größerer Konkurrenz wäre der Meistertitel mehr wert. Nee, mehr wert wäre er nicht, er würde sich aber geiler anfühlen. Wir haben fast nur Event-Touristen in der Arena. Ja, viele. Auf den Tribünen viele, super viele. Ja. Mit Kloppe bekommen wir neue Investoren aus den Bereichen Versicherung, ja. Da bekommst du richtig Sponsoren. Kloppe bringt eine ganze Schar mit. Was haltet ihr von der Runde Magath und Panewitz? Nichts. In der heutigen Zeit sind die Trainer leider... Gegen den Abstieg kannst du sowas vielleicht noch bringen, aber beim Spitzenverein sind diese Trainer einfach überholt in der heutigen Zeit. Die würden gar nicht mehr klarkommen. Also die Spieler würden das nicht wechseln können. Ja. Real Madrid hat auch über 1 Milliarde Schulden. Nee, das haben die nicht mehr, ne? Wir hatten das doch wann war das denn? Vor ein paar Wochen haben wir das mal recherchiert, meine ich hier. Muss er noch mal googeln. Ich glaube, die haben da irgendwas abgebaut, aber wie gesagt, ich bin da auch nicht so im Thema drinne. Als richtiger Fan bekommst du bei uns auch kaum Karten auf dem ersten Markt. Viele wollen halt die Bayern nur mal sehen und die sitzen dann da. Damit muss man, glaube ich, leben. Ja, ist leider so. Es würden sich ja wahrscheinlich nicht alle Ultragruppierungen direkt auflösen. Außerdem würde die Qualität der Bundesliga in jeder Hinsicht enorm gesteigert werden. Ich glaube sowieso nicht, dass sich eine Ultragruppierung auflösen würde. Warum sollten die sich auflösen? Das glaube ich nicht. Warum auch? Ist ja Schwachsinn. Bin seit 92 Bayern-Fan. Die einzigen, die seitdem mindestens 3 Jahre als durchgehalten haben, waren Hitzfeld und Guardiola. Ja, aber hast du doch zwei super Trainer gesehen. Lost Tyler, den fühle ich. Den Job, den Profis Joshua und Serge Kaugummi zu... Ja, da würdest du auch so ein richtig scharfes nehmen, ne? Was richtig die Nasenhöhe ein bisschen ins Gehirn steigt, schön frei macht, damit die rauskommen als wie so ein Stier in der Arena, Alter. Die müssen brennen dann. Bayern müsste mal wieder so Mofi damals mit Toni und Ribéry bringen, mit denen hat's damals ja auch keiner gerechnet. Ja gut, haben wir mit dem Brian jetzt gemacht zum Beispiel. Ist doch so ein Move. Sogar wenn der Deal perfekt ist mit einem Trainer, sobald der Typ noch unter Vertrag ist und es noch um was geht in seinem Verein, wird sowieso nicht rauskommen über den nächsten Trainer. Ja, in der heutigen Zeit weiß man das nicht so, Gerard. Wäre schön, wenn es nicht rauskommen würde, ja, es muss ja auch nicht. Solange im Hintergrund alles schon vorbereitet wird, habe ich da gar kein Problem mit, wenn es soweit ist, dann Schlag auf Schlag geht. Ist alles gut, ne? Stimmung war sehr gut in der Süd. Die Vorsänger haben mir sehr gefallen und sogar den Mittelrang mal mitgenommen. War geil, wenn das immer so wäre. Ja, das wäre schön, Jo. Ja, das ist richtig. Problem. Dass wir 1860 nicht ausgenommen haben. Wildmoser hat sich schon die Taschen voll gemacht. Ja. Ich würde Harry so sehr einen Titel gönnen. Ja, me too. Klopp gegen Pep kann es noch im Ligapokal geben. Keine Ahnung, ich habe das nur jetzt von Sky mitgenommen. Die Schlagzeile, kann ich dir nicht sagen. Die dann finde ich schwierig.
Die Frage ist, wie hätten wir die Arena nicht geiler machen können, ohne Depp mit mehr Plätzen und so. Nee, hätten wir nicht. Weil die Stadt das nicht zugelassen hat, ein größeres Stadion zu bauen. Wir wollten ja ein größeres Stadion bauen. Das ist halt in Deutschland halt nicht alles so einfach wie in anderen Ländern. Wo du halt hinkommst und sagst, ja, ich nehme jetzt mal eine halbe Milliarde, ich baue hier ein Stadion von 150.000. Tja, das ist in Deutschland alles nicht so einfach. Hier war es doch schon eine Baugenehmigung für eine Gartenlaube. Ja. Das interessiert keine Sau, ist latent frauenfeindlich. Warte auf Reaktionen hier im Chat oder gibt es keine Frauen außer Mara? Also sind alle Frauen Säue, oder was? Aber dann wäre das ja eher Sau den Schweinen gegenüber feindlich. Das ist ja eher schweinefeindlich anstatt frauenfeindlich, Manfrede. Ein Aufzug muss in die ganze Arena, hast du doch gehört auf der Jahreshauptversammlung, das muss modernisiert werden. Aber es gibt doch Aufzüge. Aber er wollte ja doch einen Aufzug an seinem bestimmten Platz haben. Und er wollte ja nicht irgendwie ein Abteil weitergehen, wo er den Aufzug nehmen kann. Weil ist der Anzeigen-Hauptmeister bei der ganzen Arena. Ich park nie falsch, alles gut. Aber auch krass, was der gerade für einen Hype hat, wa? Vielleicht sollte ich das auch machen. Ziehe ich mir noch Bayern-Zeug an, dann kann ich noch ein bisschen Werbung machen für den Kanal. Nee, der hat aber Goschen gekriegt, lass das mal lieber. Ja, das ist ja auch, ne? Ich bitte dich. Man muss auch nicht am Automat bezahlen, man kann direkt via Verkehrskette. Ja, genau, habe ich auch gemacht. Ja. Ja. Einfach im Internet, bam, fertig bezahlt, alles ist gut. Also von daher, also ich habe da noch nie Probleme gehabt. Klopp wäre damals fast zu uns gekommen, dann kam Grinsmann. Ja, aber willst du wissen, ob der Kloppo denselben Werdegang genommen hätte bei uns wie bei Dortmund? Das ist halt immer alles. Hätte, Fahrradkette, weißt du doch. Nee, natürlich nicht. Haben wir die Dortmunder früher nicht gemocht. Doch klar, hab ich doch schon mal gesagt. Man mag nie die direkter Konkurrent sind. Es sei denn, es ist so wie dies Jahr, dass da eine Mannschaft ist, die super guten Fußball spielt und wir unterirdischen Fußball spielen, dann kann man das gönnen. Ne? Dann ist das, und natürlich nach 11 Meisterschaften kann man das erst recht gönnen, aber früher, wo jedes Jahr eng war und Feuer und runter und natürlich hast du das kein gegönnt. Du hast das Bremen nicht gegönnt, du hast das Dortmund nicht gegönnt, aber es ist ja auch Fußball. Alles andere wäre ja dumm. Ja, also, wenn ja, sich einer jetzt hinstellt und sagt, er hätte das damals den Dortmundern gegönnt, dann ist er aber auch hier im verkehrten Chat hier. Also, umgekehrt dasselbe. Das ist ja auch völlig richtig. Das gehört zum Fußball dazu halt. In jeglicher Hinsicht mehr Geld, bessere Spieler, Liga wird besser, wird noch interessanter für internationale Topstars. Mehr TV-Gelder, weil mehr internationale Zuschauer, noch mehr Geld und immer so weiter. Geld, 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 Geld. Geld regiert die Welt. Naja, sage ich aber nichts zu. Ottmar war nur ein Dortmund-Trainer, Klopp war ein Bayern-Hasser. Ja, so habe ich das auch empfunden. Wenn Alonso zu Bayern wechseln würde, würde er seine Karriere Alter. Ohne Worte. Kannst du gerne mal ausführen. Bayern, die wollen die Trainingsgelände modernisieren, aber wollen die 100 Millionen im Kader investieren, ist wichtiger. Also ich denke, wir haben genug Qualität im Kader und auch genug dahinter. Una Emery zu Bayern München wäre auch geil. 5 Liegestütze, Simon. Jetzt sofort. Jeder, der Emery sagt, muss 5 Liegestütze machen. Weiß ich nicht. Kann ich persönlich nichts zu sagen zu dem Trainer. Das Bewerbungsschreiben oder das
Ja, das Bewerbungsschreiben, was GB im Discord gepostet hat, wenn dem so ist, würde ich denen zustimmen. Aber kann ich nicht beurteilen. Ja, aber wir sollten die Bundesliga abschenken. Ja, Leverkusen ist doch Safe-Meister, also. Da müssen wir doch nichts abschenken. Vergelt mir deine Wahrnehmung über Klopp damals gegen Bayern, habe ich genauso wie du damals verstanden und gesehen. Ja, aber das hat ja jeder, glaube ich, oder? Jeder, der eingefleischter Bayern-Fan ist, hat das damals so empfunden. Das ist ja auch gut so. Ist ja jetzt auch lang genug weg bei Dortmund. Also von daher kann man das schon irgendwo, jetzt könnte man das vielleicht verarbeiten. Aber früher, wenn der gesagt hätte, so wie es Ottmar gemacht hatte, so, ja, ich gehe jetzt mal nach Bayern, das wäre nicht gegangen, Alter. Das wäre nicht gegangen. Bei uns wäre es für jeden Trainer eng, der keinen Titel holt. Oder eigentlich schon, wenn der Tabellenplatz in der Liga nicht passt. Wäre bei Alonso nicht anders zum Thema langfristiger Trainer. Das kommt darauf an, ob man einen Umbruch macht oder nicht, ne? Ansonsten stimme ich dir dazu. Na klar musst du Erfolg haben. Da bist du verdammt zu als Bayern-Trainer. Aber wenn der Verein jetzt sagt, wir wechseln 5, 6 Spieler aus, dann glaube ich, ist das ein Übergangsjahr, was man annehmen würde. Auch wenn das Finale darum dabei ist. Ohne Trainer musst du ja Bayern-Hasser sein, sonst bist du ja fehl am Platz. Ich habe nie verstanden, dass ein Sammer mal da hin und hier und dann wieder da im Verein Herzen haben kann. Ja, der Sammer hat ja keine Herzen, das ist ein Dresdner. Er ist ja kein Dortmunder oder Münchner. Also. Ja, na klar kann man das, Neo, aber wer macht das denn? Nochmal. Ja, da fahren die Fanclubs hin, die schrauben sich die Birne zu, die kriegen das halt nicht hin, sich irgendwelche komplexen Lieder zu merken. So. Aber da muss man dann halt auch ein Gespür für haben. Wenn halt das Spiel es hergibt, dass mal das Stadion komplett da sein muss, da muss man einfach irgendwelche Oldschool-Schlachtsuche da einstimmen in eine Kurve, ob die super geil sind oder nicht, damit die Kurve einfach mitgrölt und gut ist. Ja, klar kann man das lernen. Und wenn man öfter da ist, sollte man das automatisch mitbekommen. Aber du siehst ja, dass es nicht klappt. So, weißt du? Der Olli FCB ist doch da. Ich weiß nicht, ob der heute noch kommt. Da muss er mal seine Frau fragen. Das weiß ich nicht. Arteta ist viel besser als Emery und Pep-Lehrling. Was hältst du zum Thema Real Madrid? Für mich ist es unverständlich, wie die seit Jahren mit krassen Fehlentscheidungen und Bevorzugung der Champions League weiterkommen. Anscheinend interessiert das keinen. Keine Ahnung. Weiß nicht, soll ich mich jetzt über irgendwelche Schiedsrichterentscheidungen wir haben doch gerade gelernt, Geld regiert die Welt. Wenn die richtigen Leute schmierst, kriegst du auch eine WM und wenn die richtigen Leute schmierst, kriegst du vielleicht auch mal eine Entscheidung für dich, wenn das nicht gerade irgendwo rauskommt. Guck dir den, wie heißt er? Der komische deutsche Pappenheimer, der immer noch pfeifen darf, Alter. Der in dem Wettskandal mit drin war. Der pfeift auch noch in Deutschland. Ja, und ist jetzt unser internationaler Schiedsrichter. Ja. Ist das nicht der Zweier gewesen? Ja. Der Zweier mit dem Holzer zusammen, den haben sie ans Kreuz genagelt, und er startet durch und darf pfeifen, Alter. Ja, ganz großes Kino. Da weißt du Bescheid. Das ist nur in unserem Land. Ja. Lächerlich. Find's auch okay, wenn Fans sich immer unbedingt mitsingen oder einfach nur zusehen, besser als sich zulaufen zu lassen und zu quarzen, als gäbe es kein Morgen, sind halt auch Familien mit Kindern oder ältere Herrschaften, da warte ich nicht, dass die Leute abgehen. Ja, dann haben sie nicht in der Südkurve zu stehen. Punkt. Brauche ich gar nicht zu Ende lesen. Haben die nicht in der Südkurve zu stehen. Ja. Noch schlimmer auswärts, Alter. Wenn du auswärts in der Kurve stehst und du siehst da einen Vater mit seinem 4-, 5-, 6-jährigen Kind, Alter, der hat da nichts zu suchen. Ganz einfache Kiste. Dann soll er sich bitte in die allerletzte Reihe stellen und gucken, dass sein Kind überlebt, Alter. Der hat da nichts drin zu suchen. Ja? Und jeder, der keine Stimmung machen möchte, ob zu alt, nicht fähig, was weiß ich was, setz dich auf die scheiß Tribüne, Alter. Oder geh in die scheiß Nordkurve. Aber geh nicht in die Südkurve. Ganz einfach. Junge. Man beschwert sich immer, dass keine Stimmung da ist. Ja, genau aus solchen Gründen ist keine Stimmung da. Und sollen sie wohin gehen, ist doch okay. Man kann doch ins Stadion gehen und nur Fußball schauen. Ist völlig legitim. Ja, ist doch alles gut. Aber dann stell dich doch nicht in die Südkurve und nimm den Platz jemanden weg, der Bock hat, da zu stehen und Stimmung zu machen.
Da gibt es genug von, ja, die keine Karten bekommen, weil da irgendwelche Seppel stehen, die sich halt zulaufen lassen oder da stehen und sich unterhalten, wie die Woche war oder sonst was, Alter. Die haben da nichts zu suchen. Und warum stehen die ganzen Pissköpfe da? Weil sie in irgendeinem verkackten Fanclub sind, Alter. Das ist zum Kotzen. Ja, habt ihr wieder einen Triggerpunkt gefunden. Junge, sollen sie... Ach, hör auf. Nee, ich muss mich beruhigen. Madrid weiß ich nichts über Schulden. Barca sind 3,3 Milliarden Schulden. Madrid hat sich... Ja, das weiß ich auch nicht. Keine Ahnung. Ist mir auch egal, was sie für Schulden haben. Scheiß auf Barca, Real, ist mir doch Wurst, Alter. So, lieber Kai, magst du dich erinnern, in der Audi-Sommertour sagte ich, dass ein Goretzka auf dem aufsteigenden Ast ist. Der Typ ist ein Kämpfer. Ich würde mit Leon verlängern. Wie siehst du Leon heute? Ja, Leon ist die letzten Wochen auf dem aufsteigenden Ast, habe ich ja schon gesagt. Alter, ich tue mich halt schwer jetzt zu sagen, so, weißt du, wegen jetzt 4 guten Wochen vergessen wir die letzten 2 Jahre. So, er war Führungsspieler, ist Führungsspieler und hat die letzten 2 Jahre so performt, wie er performt hat, weißt du? So, da tue ich mich schwer drin. Also da müsste er jetzt erstmal bis zum Ende der Saison, wo es aber eigentlich um nichts mehr geht an der Champions League, sagen wir es mal so, er muss in der Bundesliga gut performen, in der Champions League muss er überragend performen. Ja, weiß ich nicht. Kommt dann halt auch auf den neuen Trainer an, was er sich vorstellt. Aber jetzt sozusagen, ja, er hat jetzt mal 4 gute Wochen, Alter, wir vergessen mal die letzten 1,5 Jahre, fühle ich halt gar nicht. Ja. So. Weil das ist ja genau das Problem, womit wir gerade da sind, wo wir sind. Serge Gnabry, 10 gute Spiele, ja, Halleluja, komm, 5-Jahres-Vertrag. Super. Leroy Sané, 10 gute Spiele oder 15 dieses Jahr, oh ja, nee, den müssen wir unbedingt verlängern, den müssen wir nochmal 2 Millionen mehr geben. Ja, super. Also da müssen wir mal wieder von wegkommen, Alter. Man muss mal die Leistung der letzten 2 Jahre mal sich heranziehen und mal gucken, was da geleistet wurde, um das zu beurteilen. Klar, die Momentaufnahme ist super gut. Ja, Goretzka hat ein super starkes Spiel gemacht. Habe ich so noch nie gesehen von ihm, diese Spielweise, die er da gezeigt hat. Ja, wenn er da Bock drauf hat, wir haben es vor der Saison gesagt, ja, auch zur Sommertour. Wir brauchen keine Holding Seats. Stell doch mal einen Goretzka dahin. Probier doch einfach mal aus, wenn er Bock drauf hat. Wurde ja alles nicht gemacht. Wurde ja alles erst jetzt gemacht, nachdem er Tuchel entlassen ist. Keine Ahnung. Ja, wenn er immer so spielen würde, wie er jetzt gespielt hat und das bestätigen würde über Monate, ja, dann brauchen wir nicht drüber reden. Ja. Aber wie gesagt, ich bin weit davon entfernt, jetzt zu sagen, selbst wenn er jetzt 2 gute Monate hatte, wir vergessen die letzten 1,5 Jahre. Weil wer sagt, dass es, wenn er den nächsten Vertrag hat, dass es nicht wieder so ist? Weißt du? So. Man muss schon das Ganze sehen, nicht nur die kurzweilige Geschichte gerade. Nein, Sammer war auch nie ein richtiger Dortmunder. Weil er normalerweise war ja noch mit Stuttgart mehr verbunden. Die haben ihn noch damals geholt, oder? Aus dem Osten. Oder war er auch erst in Leverkusen? Nee, da war nur der Kirsten, wie hieß der andere nochmal? Weiß es gar nicht mehr. Aber ich glaube, Sammer war Stuttgart, oder? Ja, eben, ganz genau, Jimmy. Also wie gesagt, man muss schon das Ganze sehen, ne? Ich habe mich auch immer gefragt, warum wir nur 75.000 Plätze haben. 15.000 mehr wären auch besetzt. Die wären auch damals besetzt gewesen, ne? Aber wie gesagt, das war halt auch eine Sache der Stadt, ne? Also die Bayern wollten mehr Plätze haben, durften sie aber nicht, so wie ich das in Erinnerung habe. 3 Euro ins Phrasenschwein. Ja, mach mal. Ja klar darfst du das sagen, Chico. Hau raus. Der aus dem Stadion gegangen ist. 8:2 Rücken zum Gegner und Luftpass zu Gnabry zum, glaube ich, 3:1. So ein wunderschöner, nur Luftpass, wunderschön. Mhm. Der eine will Emery, der andere will Leon behalten. Ich kann das alles nicht mehr. Mit euch ist kein Umbruch möglich. Ja, da fängt's an, ne? Was ist mit dem Umbruch jetzt? Wild, oder? Will das nächste Mal auch eine private Sänfte mit Trägern, die mich zu meinem Platz unter
Peitschenhieben wuchten. So 300-mäßig, ne? Aber nur wenn die Trikots, wie auf der Jahreshauptversammlung verlangt wurde, auch in 5XL gibt. Ist ja wohl das Mindeste. So sieht's aus. Ich mag Leon auch, aber es ändert ja nichts daran, dass er die letzten 1,5 Jahre wirklich unterirdisch performt hat. Ja. Hoffentlich bleibt Kimmich als alleiniger Sechser. Ja. Hoffen wir es, ey. Das wäre schön. Das würde bedeuten, dass mein Kanal im nächsten Jahr richtig durch die Decke geht, weil wir keinerlei Erfolg haben werden. Das wäre eigentlich ganz cool, ja. Thomas. Gehe ich mit? Die Bayern-Fans, die erst seit 2013 zugekommen, können sich null vorstellen, wie es vorher war. Kai, deine und meine Generation wissen mehr davon. Ja, na klar. Ist doch auch schwierig. Ist doch logisch. Auch davor, die Jahre waren ja schon erfolgreich, also. Ist doch normal. King ja, Leona ja. Ja, sehe ich auch so. Wo ich beim King auch so ein bisschen. Kommt drauf an, ob man jetzt, wie weit man den Umbruch machen möchte, aber wie gesagt, neuer Trainer und so wird man sehen dann, ne? Ich hatte eine Wette mit meinem Freund vor der Saison, dass Heavy wettbewerbsübergreifend 28 plus Tore macht. Jetzt schon 30 in der Bundesliga. Ich habe es ja auch gesagt, wo er verpflichtet wurde. Aber dann gab es ja wieder diese tolle Experten aller Didi Hamann, die gesagt haben, der Harry Kane macht keine 25 Tore beim FC Bayern. Nee, natürlich nicht. Ich habe gesagt, 30 plus macht er. Wenn die weiter so spielen, gibt es keinen Kaderumbruch. Doch, gibt es. Gibt es. Arnbo, auf was bezogen? Auf meine Meinung bezogen oder was? Ich habe keine Hanfplantage hier. Hoffentlich schießt Kimmich weiter in alle Ecken und Freistöße. Wäre auch dafür, dass er die Elfer schießt. Aber da muss er auch die Binde kriegen. Ja, das kommt noch. Den Twitch-Chat kannst du vergessen. Die sind alle durch da. Alle durch die Bank weg. Komplett vernagelt, das ist. Definitiv. Harry Kane wird sich sicher auch freuen über den Übergangsjahr nächste Saison. Ja, sicher. Diese Saison Champions League-Sieger wird, freut er sich darüber nächste Saison. Von Dortmund zu Bayern kann ich verstehen, das Gegenteil oder das Hin und Her nicht. Du kannst nach oben gehen, um besser zu werden, aber nicht nach unten, um schlechter zu werden. Und den Süle fragen, wie das so ist. Wann bashen wir Kimmich? Klopp ist eben kein Hitzfeld, deswegen ist die Situation eben etwas anderes. Aber Klopp war nun auch lange genug weg aus Dortmund. Ja, sehe ich schon ein bisschen ähnlich. Aber ist ja zum Glück keine Option dies Jahr. Thomas, da macht man keine Witze drüber über Vertragsverlängerung. Vielleicht passiert das wirklich, Alter. Der 2 hat uns den DFB-Pokal gegen Frankfurt versaut, mit dem nicht gegebenen Elfmeter. Ja, das ist halt, wie gesagt, das ist eine Farce, dass der pfeifen darf, der Typ. Ja, aber das hat er doch, er hat es nicht so gesagt, der Kimmich. Aber er hat ja gesagt, dass er kein Problem mehr hat, Rechtsverteidiger zu spielen. Schon vor Wochen hat er das gesagt, hat Tuchel ja nicht interessiert. Ach so, meint es nicht in der Südkurve, okay. Schmieren und Salben hilft allen haben. Wussten schon die alten Römer, die entsprechende lateinische Sentenz erspare ich dir. Sehr gut. Auch wenn die Mara Lust hat, kann sie den Link mal in den YouTube-Chat hauen. Dann kannst du dir alle deine... Die Frage habe ich halt schon 101 Mal beantwortet und habe ich ein Video zu gemacht, so die Fragen, wie ich Bayern bla geworden bin und so weiter. Kannst du dir sehr gerne auf YouTube anschauen. Wollte ich schon machen, aber dann hat er seine Nachricht zurückgezogen. Deswegen ging das so nicht mehr. Wir brauchen echt eine Ticketreform in der Süd, gebe ich dir recht. Ja, das ist wild halt, ne?
Ist wirklich wild, teilweise nicht nur. Verstehe es halt teilweise nicht. Aber wie willst du es anders reformieren? Normalerweise geht man ja davon aus, wenn man die Tickets in der Kurve, wo Stimmung herrscht, an die Fanclubs gibt, dass dann da Stimmung ist, weil dafür ist man ja eigentlich in einem Fanclub. So. Kann natürlich dann der Verein, wie willst du das anders reformieren? Willst du einen Stimmungsführerschein bereitstellen? So, wo man beweisen muss, dass man Stimmung machen will? Das ist schwierig, ne? Schwierig. Ist ja traurig eigentlich. Traurig, wenn man als Fanclub in die Süd geht und die Fresse hält. Das ist das Traurige. Leon ist für mich der einzige aus der Boyband Group Kimmich, Gnabry, Sané, den ich behalte. Ja, wenn er seine Verletzungsanfälligkeit sein lässt, die hat er ja auch die letzten Jahre, die ein bisschen so die Scheiße am Fuß gehabt, ne? Was ihn ein bisschen beeinträchtigt hat. Die Frage ist, ob Leon ohne seine 3 Compañeros überhaupt beim FC Bayern sein möchte. Ich sage ja, am besten ist so, komm, flieg Barca, nimm die Vierer-Kombo. Und Feierabend. Ja, wäre für die viel gut, neues Umfeld, Trainer, der sie mag, der sie pudert, der sie streichelt und füttert, ist doch super. Und wir können eine neue Machtstruktur, nennen wir es mal so, in die Mannschaft integrieren. Wäre doch super. Die Medien sind so lächerlich, als wollen sie alle in Tuchel schmeißen. Jetzt schreiben sie aktuell, ob die Bayern-Führung wieder voreilig war mit der TD. Ja, na klar. Das ist doch das, was die Schlagzeile macht. Es macht doch keine Schlagzeile zu schreiben jetzt, ja, die Bayern haben alles richtig gemacht. Das, weil sie Tuchel entlassen haben, ist ja gelöst und frei und die Mannschaft spielt guten Fußball. Wen interessiert, wird doch keiner lesen. Wenn du dann schreibst, oh, zu früh entlassen, Blasels, ja, dann lesen die Leute das halt. Gnabry hat oft wichtige Tore gemacht, hatte bloß Pech mit Verletzungen. Nee, sehe ich nicht so. Ja, klar hat er wichtige Tore gemacht. Seine Leistungen waren aber auch katastrophal die letzten 1,5 Jahre. Ob Verletzung hin oder her. Was war das? 3 Tore oder 4 Tore in der Champions League wo war das? Gegen Arsenal oder was weiß ich? Tottenham, was weiß ich? Tottenham, glaube ich, ne? Bei den 7:2. Von da an ging das nur noch bergab bei Gnabry. Ja, da hat der wie Sané ab und wann mal so einen guten Monat drin gehabt und dann wieder, ja, Arschlecken, kein Bock. Nee, fühle ich nicht. Es reicht für den FC Bayern aus meiner Sicht nicht. Punk, das weiß ich nicht, du. Da musst du die Stadt München fragen, ey. Die da irgendwie mehr Parkhäuser bauen wollen oder sonst was. Es wird eine Revolution mit den Spielerverträgen geben. Beim FC Bayern sollte zukünftig so sein, wer keinen Bock hat, Leistung zu zeigen in der Mannschaft, direkt Kündigung ausstellen. Ja, aber das kannst du ja nicht machen. Willst du den Kimmich jetzt kündigen und willst du dann auf 50 Millionen verzichten? So, weißt du, das ist ja das Problem. Das ist ja nicht so wie im normalen Job. Das ist ja das große Thema. Du hast halt nicht die Handhabe als Verein. Du verzichtest auf so viel Kohle bei so einem Spitzenclub. Kannst du halt nicht bringen. Na, leider. So will keiner mehr unterirdisch performen, glaub mir. Das ist richtig, aber wie gesagt nochmal, du kannst das ja nicht bringen. Du kannst ja noch nicht mal bringen. Du könntest ja sagen, du führst ein Grundgehalt von 5 Millionen ein beim FC Bayern, alles andere kannst du dir nur durch leistungsbezogene Prämien verdienen. So, selbst das könntest du ja nicht umsetzen, weil du dann keine Top-Spieler mehr verpflichten würdest. Machen wir uns alle nichts vor. Glaubt ihr, ein Harry Kane wäre gekommen, wenn du gesagt hättest, komm Harry, du kriegst 5 Millionen Grundgehalt, den Rest musst du dir verdienen, um auf deine 22 zu kommen? Wahrscheinlich nicht. Ja, Müller, Neuer kannst du gleich dazu zählen. Die verdienen auch über 20 Millionen. Meinst du, die hätte das gefreut, wenn du denen sowas sagst? Was hätte der Müller denn diese Saison verdient? Hat er nie gespielt. Ja? Ja. Da fangen die Probleme an. So. Und welchen Spieler willst du dann verpflichten? Wenn, dann müssten das ja alle Vereine so handhaben. Tut ja, kriegst du ja nicht. Das ist ja das große Problem, was wir haben. Hey, beste Leistung war jetzt schon im Mittelfeld, jetzt am Wochenende vom Leon. Das war schon echt bärenstark. Auch davor waren es gute Leistungen auf der Posi. Moin, weshalb befürwortest du einen Alonso für Bayern? Und wer sagt denn, dass ich den befürworte?
Wer sagt das? Die Bild? Das nicht gesagt. Ich denke, es ist auch so Kimmich und Konsorten trennen, ob nun Leon, Sané und so weiter. Ja, gehe ich mit, Fock. Ich denke, es ist einfach Zeit für frischen Wind. Lang genug im Verein. Weil wenn sie immer noch so brennen würden, wie es der Müller seit Jahren tut, auch wenn man dem Müller vielleicht vorwerfen kann, dass er nicht mehr die Klasse hat und so weiter, dann gäbe es da keine Diskussion, aber das haben sie die letzten 1,5 Jahre einfach nicht getan. Das ist ein Fakt. So. Und dann, ja, muss man sich leider trennen. Das denke ich mir auch, aber da müsste es schon sehr viel sein. Ich meine, der Verein wollte ja eine größere Arena. Die Stadt hätte damals mehr erlaubt, aber 60 konnte nicht mehr stimmen. Okay. Kimmich bester RV. Ich denke, die Leistungsexplosion Stand jetzt erklärt sich durch die Ansage, dass bei dem zu erwartenden Umbruch nahezu alle Spieler auf dem Prüfstand stehen. Manfredo, das ist auf jeden Fall ein Faktor, ja, da gehe ich mit. Gegenfrage, ich würde im Umbruch Leon und King behalten. Wen würdet ihr beim Umbruch behalten? Ja, da musst du erstmal definieren, von welchen Spielern. Also beim King bin ich auch 50-50. Ja. Wenn ich aber dann das Gehalt mit einbeziehe, dann gehe ich, dann würde ich sagen, verkaufe ihn, wenn du Geld noch kriegst. Erstens ist King auch meistens Minimum einmal verletzt in der Saison, manchmal zweimal. Und ich fühle einfach das Gehalt nicht. Für die vorhandene Leistung. Ja, das ist das Problem, was ich habe. Würde er 12 Mille verdienen, so würde ich sagen, ja, ist ein gerechtfertiges Gehalt für die Leistung, die er zeigt. Aber 17 Mille oder 18 Mille, was der kriegt, ist einfach too much, Alter. Wir müssen davon wegkommen. Und wenn du den Umbruch machst und wirklich die Leute los wirst, was super schwer wird, ja, dann werd sie alle los. Ja, damit du da mal eine cleane Gehaltsstruktur mal wieder einfügen kannst. Ja. Sportlich natürlich ist King, ja, habe ich nichts gegen King, Alter. Hat sich immer reingehauen, alles gut. Aber nochmal, er verdient einfach auch zu viel für die Performance, die er imstande zu leisten ist. Fanclubs sollten vielleicht keine Bevorzugung mehr mit Karten bekommen, damit vielleicht mal bessere Stimmung in der Süd kommt. Bei den Dauerkarten wäre ich auch nicht abgeneigt, das System zu überarbeiten, damit auch mal andere die Möglichkeit bekommen, ins Stadion zu gehen. Ja, bei den Dauerkarten bin ich nicht ganz so im Thema. Ich weiß halt nur, dass du nur eine Dauerkarte kriegst, wenn du, oder beantragen kannst, wenn du überhaupt erst in München lebst. Zumindest war es so, wo ich mich da damals erkundigt habe. Also außerhalb kannst du schon gar keine Dauerkarte beantragen, zum Beispiel. Und Fanclubs, ja, keine Ahnung. Ich meine, es gibt ja einen Fanbeauftragten im Verein. So, da müsste man halt mal echt sich die Fanclubs angucken, die da auf der Süd rumstehen und dann mal ein bisschen genauer hingucken, welche die sich da nur zuballern und da nur dumm rumstehen. Dann sollte man den vielleicht einfach mal, sollte man die mal außen vor lassen oder mit denen halt erstmal in Kontakt treten, sagen, pass mal auf, wir wollen hier schon aktive Fans haben, ja, wenn ihr schon hier regelmäßig Karten bekommt. Mal in den Dialog gehen einfach erstmal, weißt du? Ich weiß nicht, ob sowas passiert, keine Ahnung, kann ich nichts zu sagen. Aber das wäre vielleicht schon mal so ein erster Weg, ne? Keine Ahnung. Ist halt ein schwieriges Thema, so die Südkurve. Noch 2 bis 3 bescheidene Saisons. Kais Kanal geht durch die Decke, er wird Billionär, steigt beim FCB, er räumt auf und es geht wieder nach oben. Alter, da reichen keine 2 bis 3 Saisons aus, ey. So viel verdienst du auf YouTube auch nicht. Bin auch sehr gespannt auf Nikidi aus der Jugend, sah sehr vielversprechend aus und hat auch das Tor gegen Basel gemacht. Leider hat er sich gleich danach verletzt, aber jetzt ist er wieder zurück. Ja, wir haben halt schon noch ein paar Granaten da, ne? Bin ich auch sehr gespannt, wie man damit umgeht die kommenden Jahre. Ach, das glaube ich nicht beim Kimmich. Der weint sie nicht in den Schlaf. Stell dir mal vor, Klopp bei uns gegen Dortmund, Pokalfinale. Klopp würde nie kommen, aber das würde ich wieder gut finden. Dann schauen wir uns das Video vom Weihnachtsmann an. Ja, hast du das schon im Discord mal unter Reactions gepostet? Glaub nicht, ne? Merkst du? Also wenn unser Parksystem das Beste ist, dann ist echt alles zu spät. War noch nirgends anders, aber in München ist schon schlimm. Entschuldigung, das weiß ich leider nicht. Selbst Alexa weiß das nicht. Punk. Selbst sie kann dir nichts sagen dazu.
Nee, also eure komischen wilden Fotzeleien lese ich natürlich nicht vor. Ich lese sie nur für mich. Die Mannschaft hat ihre Leistung gezeigt und dann passiert nichts. Wenn sie wieder Lust haben, können sie es, ja. Kimmich gegen den Barca fühle ich. Ja, ich auch. Sané ist mir echt ein Rätsel, wie kann man in der Hinrunde so gut sein und in der Rückrunde so schlecht? Ja, wenn dem so ist, dass er die ganze Rückrunde mit Schmerzen spielt, ist das vielleicht eine Erklärung. Vielleicht ein Erklärungsansatz. Aber dann ist er da auch nicht alleine null dran schuld. Das weiß ich auch nicht, warum von dem Bild immer da. Ja, 2 oder 3 hocken da immer, ne? Ich weiß das auch nicht. Wahrscheinlich der eine schreibt für Bild München, der andere für, was weiß ich, Bild Online oder ich habe keine Ahnung, frag mich doch nicht. Kimmich ist schlau genug und hat verstanden, dass er nur Platz für die EM bekommt, wenn er auf rechts außen spielt. Und um zu zeigen, dass er es kann, gibt es nur eine Möglichkeit, im Verein zu spielen. Wenn er so schlau ist, ja. Dann sieht er das so, Gerard. Man besitzt der FCB mehr als ein Mikrofon im Presseraum. Und was passiert, wenn es kaputt geht? Ja, gut, das ist eine gute Frage. Was passiert, wenn es kaputt geht? Will ich auch mal gern sehen. Ich denke, da fällt die PK erstmal aus. Ja, dann kramt irgendeiner so ein Bluetooth-Headset aus der Tasche und dann geht das los. Das ist schon wilder. Gnabry gegen Lyon noch im Halbfinale 2 Tore gemacht. Ja, da hat er mal eine gute Phase gehabt, der Gnabry. Ne? Also, dass er es kann, das steht ja außer Frage. Ja? Aber in Gnabry hast du halt genau gesehen, ja, ich habe den Vertrag jetzt unterzeichnet. Puh. Alles klar, Leute. Alles ist gut. Ja. Vielleicht besteht Kimmich auf seinen Vertrag wegen Finale da oben und dann ablösefrei. Nee. Wenn der Verein endlich mal Eier zeigt, wird das nicht passieren, weil dann setzt man Kimmich auf die Bank und Kimmich wird kein Jahr auf der Bank sitzen. Wird kein Spieler tun von dem Format, die wir haben. Ja, man hat halt vor der Saison einfach nicht die Eier gehabt. Man wollte ja an Kimmich und Goretzka loswerden. Hätte man den klipp und klar gesagt, pass mal auf, ihr beide spielt nicht, wir wollen euch einfach nicht mehr, wir wollen frischen Wind, dann wären die gewechselt. So, oder glaubt ihr, die hätten freiwillig auf die EM im eigenen Land verzichtet? So, nein, hätten sie nicht. Aber haben wir halt nicht gehabt. So. Das ist so das große Problem, weil keiner da war im Verein, der diese Verantwortung tragen wollte. Jetzt hast du jemanden da mit dem Eberl, der diese Verantwortung trägt. Das ist der kleine, aber feine Unterschied. Reus und Hummels haben aber deutliche Kürzungen hingenommen. Ja, wenn dem so ist, ist das auch vollkommen richtig so. In dem Alter. Ja, hätte ich mir bei Neuer und Müller auch gewünscht. Bei der Anfahrt steht man ewig, weil alles so durcheinander ist. Bin letzten 2 Stunden vor Beginn losgefahren und war erst 15 Minuten nach Anpfiff auf meinem Platz und musste im Gästeparkhaus parken, was eigentlich verboten ist, weil die normalen Parkhäuser voll waren. Also zu wenig Parkplätze sind es auch. Okay. Ja, das ist, dass du, wenn Feierabend ist, lange brauchst. Aber gut, wir waren auch echt früh da, ne? Ich weiß gar nicht, wie früh. Wir waren da, wenn wir da geparkt sind, dann erst noch woanders hin. Ja. Ansonsten Park and Ride, Alter. Ich weiß ja nicht, von wo du kommst. Park halt auf dem Park and Ride und fahre 1 oder 2 Stationen mit der Bahn. Gut ist. Wird es doch mit Sicherheit auch geben, oder? Kai, wann lädt dich die großartige Bild zum ersten Interview ein? Eieiei, Neo. Martin, servus. Ja, sehr gerne. Wer sagt denn, dass ich so ein Interview führen würde? Geht's um mir so oder freut sich noch jemand auf die nächste Jahreshauptversammlung mit Kai? Eieiei. Ja, dann guck dir das Video nochmal an, Olli. Dann weißt du, was ich zum Alaba gesagt habe. Ich wohne eigentlich 25 Minuten vom Stadion weg.
Ja, Punk, da kannst du aber mit dem Fahrrad fahren. Das ist jetzt aber dann meckern auf hohem Niveau, oder? Frech von dir. Ich wohne 12 Stunden vom Stadion weg. Merkst du? Zur Stadionkapazität meines Wissens gab es Überlegungen, eine Heimstätte für 100.000 Zuschauer zu errichten. Ich meine, das war auch Beckenbauers Wunsch. Das weiß ich leider nicht. Ich glaube fest daran, dass es einen großen Umbruch gibt. Man muss erstmal die Alternativen haben. Aber die hat man doch in der Mannschaft schon. So, den Take verstehe ich halt immer nicht. Ja? So, jetzt nimm doch mal Kimmich. Ob der Kimmich jetzt als rechter Verteidiger spielt oder in China fällt ein Sack Reis um. Wen interessiert das? So, du hast einen Sascha, der wird die Position mit Sicherheit genauso spielen können. So, du hast einen Stunny, der nächstes Jahr wieder da ist. Ich denke, der kann auch ein bisschen kicken. Aktuell hast du noch mal Mazraoui, wo ich aber auch von ausgehe, dass er weggeht. Aber dann hast du 2 rechte Verteidiger. Ja? So, musst du da unbedingt einen Kimmich haben? Nö. Sehe ich nicht. Hast du den Gnabry jetzt sportlich vermisst, diese Saison bisher? Nö. So. Sané, 15 gute Spiele in der Hinrunde, in der Rückrunde, ob er auf dem Feld war oder nicht, wen hat's interessiert? Hättest auch einen Tell hinstellen können. Wäre wahrscheinlich sogar ein bisschen besser gelaufen. Von der Torbeteiligung her. Ja, muss noch ein bisschen am Defensivverhalten arbeiten, keine Frage. So. Wäre es jetzt ein super harter sportlicher Verlust? Nö. Goretzka, ja, jetzt die letzten 3 Spiele. Letztes Spiel bärenstark, davor die Leistung. Nö. Kannst auch Conny Leimer dahinstellen. So. Wo ist jetzt das Problem? Ja, musst du 4 Ergänzungsspieler kaufen. Ist richtig. Brauchst ja ein bisschen Alternative. Oder nimmst halt nochmal 2 aus der Jugend hoch. Oder nimmst einen Kretzig mal mit wieder rein. Ja. Also das Argument fühle ich gar nicht. Fühle ich nicht. Warum? Pavlovic muss gesetzt sein mit den Leistungen, die er gebracht hat. Hat Kimmich und Goretzka in die Tasche gepackt mit seinen Leistungen. So, müssen wir jetzt reden, wir brauchen eine Alternative? Nee. Führungsstruktur kannst du ganz einfach aufbauen. Du hast einen Harry Kane geholt. Ja, der ist Kapitän gewesen bei Tottenham und der englischen Nationalmannschaft. So, du hast hinten einen De Ligt, der sich auch nicht zu schade ist, Verantwortung zu übernehmen. Und ich würde behaupten, Eric Dyer ist sich da auch nicht zu schade für, wenn es mal darum geht, mal irgendwelche neuen Führungsspieler zu etablieren. Und selbst Musiala hat gesagt, er möchte gerne mehr Verantwortung übernehmen. So. Also selbst da hast du ihn jetzt nicht, dass du sagst, oh, dann ist aber die ganze Führungsstruktur weg. Ich glaube nicht, dass ein Gnabry oder ein Sané große Führungsspieler sind. Also nein, das Argument sehe ich persönlich nicht. Sag ich dir ganz ehrlich. Klar, wäre schön, wenn du dann sagst, so, du holst noch mal eine Kanone fürs zentrale Mittelfeld dazu zum Pavlovic, ja, hast dann einen Conny so als Alternative. Aber ansonsten, nee, fühle ich gar nicht. Wenn Kimmich einen Alaba macht, brennt die Hütte. Dann wird der gesteinigt, Alter, auf dem Marienplatz. Und zwar von mir persönlich. Geht total mit beim King. Ich mag ihn wirklich total und in großen Spielen ist er immer da, vor allem, aber er verdient schon sehr viel. Ja, King war unterm Tuchel halt gar nichts, ne? Oder wenig halt. Hatte seine 3, 4 guten Spiele, wo er die Hütten gemacht hat, aber ansonsten war das sehr wenig. Ne? Denke, Kimmich will die Chance aufs Finale der Home halten. Danach könnte Ende sein. Bei ihm hat ja auch Stand jetzt 4 Minis rumlaufen. Ja, nee, der muss den vorher absägen. Punkt. Ganz einfache Kiste. Dauerkarte läuft auch ab. Man muss mindestens 10 Heimspiele dabei sein, soweit ich weiß. Ja, das ist ja aber auch vollkommen richtig, oder? Also, du brauchst ja keine Dauerkarte, wenn du da nur 5, 6 Spiele da bist. Das macht ja auch keinen Sinn. Wie gesagt, zumindest Stehplatz-Dauerkarte. Weil man geht in die Süd, um Stimmung zu machen. So. Oder sollte man tun. Eine Dauerkarte kommt es nicht, nö. Wenn man 1,5 Stunden vorher da ist, passt es ja auch. Nur bei jedem Spiel stehe ich komplett im Stau wegen dem Spiel und dann kommt eins zum anderen. Ja, verstehe ich schon, Punk. Wir haben doch den neuen Ibrahimovic verpflichtet. Ja, der performt auch sehr gut, ne? Conan, servus. Das ist in Discord gepostet. Sehr vorbildlich, GB.
Gibt es da einen eigenen Bereich? Ja, den gibt es. Habe ich sogar im letzten Stream erzählt, groß und breit. Dass wenn ihr meint, ihr habt ein Video gesehen, wo ich drauf reacten soll, oder ihr habt irgendwo ein Thema, wo ihr gerne eine Meinung zu haben wollt, in Videoform auf YouTube von mir, könnt ihr das da posten. Und wenn ich dann die Zeit und Lust habe, oder hier im Stream mal tote Hose ist, dann gehen wir da rein und nehmen uns da was raus. Das lese ich nicht vor. Folio ist dir klar, oder? Mein Fanclub hat bei jedem Spiel 40 Karten. Die werden aber Anfang der Saison bestellt und bezahlt. Plus Karten für die Champions League. Ja, aber das ist ja bei ganz vielen Fanclubs so. Auf Glück auf. Findest du es auch traurig, dass Spieler erst dann performen, wenn sie einen angekündigten Umbruch wegen zur Disposition stehen? Bei diesen Gehältern braucht es doch keine extrinsische Motivation. Manfredo, na klar ist das traurig. Das ist eine Frechheit. Ja. Deswegen fühle ich das ja auch nicht, wie hier gerade gesagt wurde, so, ja, wir müssen aber dann den Leon jetzt behalten, weil, nee. Nee, einfach nee. Ja. Also mit den Gehältern, die die Jungs da verdienen und was sie die letzten 1,5 bis 2 Jahren geleistet haben, gehören sie einfach weg. Punkt. Ja, und das waren unsere großen Führungsspieler, unsere deutschen Nationalspieler. Guck dir an, wie sie performen. Ja, ganz einfach. Und da reißt es auch nicht raus, wenn man jetzt die letzten 3 Monate, wo es um die goldene Ananas in der scheiß Bundesliga geht, Alter, jetzt anfängt, Leistung zu zeigen. Nee, fühle ich persönlich nicht. Ich weiß nicht, habt ihr wirklich gedacht, ich lese hier die ganzen Alexa-Dinger vor, oder was? Eieiei. Ich war im Presseraum letztes Jahr im Mai. Da sitzt man so gut und weich, dass ich meine Brille mit der Scheide dort verloren habe und habe es erst im Bus bemerkt und weg war sie. Ist ja frech, Gerard. Text als Sprachmacher. Ja, mach mal an, das passiert ja auch nichts, weil das geht dann nur auf den Kopfhörer. Scheiße, wa? Das neue Sportbildformat, Kai aus der Kiste. Nein, ich bin kein Format von irgendeiner Bildgeschichte. Ja, GB gibt gleich die erste Verwarnung, ne? Für deinen. Ich habe den Beckenbauer Spruch leider noch nicht auf eine Taste gelegt. Muss ich noch machen. Ich wohne nur 6 bis 7 Stunden vom Stadion entfernt. Bin viel schneller dort. Ja, Glückwunsch, Chico. Ein Flug von Dortmund nach München dauert 45 Minuten, also laber nicht. Ja. Mit dem Draht zum Stadion wird schwierig. Also die 25 Minuten gelten nur mit dem Auto über die Autobahn. Okay, dann ist das entschuldigt, Punk. Sätze von Manu Kone oder Joaquin Neves bei uns. Manu Kone ist der von Gladbach, oder? Wenn du den meinst, den finde ich eigentlich ganz gut. Den habe ich schon letztes Jahr gut gefunden. Ich weiß nicht, ob er dieses Jahr den nächsten Stepper gemacht hat. Zu den Joaquin Neves kann ich nichts sagen. Scheinbar will Man United Kane kaufen. Ja, ob die das wollen oder in China fetten sie Kreis um, Alter. Ja, wenn sie 500 Millionen zahlen, können wir ihn gehen lassen, ansonsten nein. Wer würde denn den Kane verkaufen? Da muss der wirklich verrückt sein als Verantwortlicher. Ja, richtig. Mit dem Bus geht es los morgens um 6 Uhr und um 24 Uhr bin ich wieder zu Hause. Kosten 165 €, 65 für den Sitzplatz und 100 für den Bus und das Mittagessen. Ja, da weißt du auch, was du getan hast, ne? Max Eberl hat mich zur Chefsache erklärt.
Ja, aber der hat das ja nicht zur Chefsache erklärt, dass er mit ihm verlängert, er hat sondern zur Chefsache erklärt, dass er das klärt. Aber ja, der neue Trainer kann sich natürlich dann gleich wieder unbeliebt machen, ne? Wenn er kommt und wenn es der Alonso ist und wenn er sagt, der Kimmich ist mein Sechser, dann wird's hart. Dann wird's hart, Leute. Dann müssen wir beißen. Der Kimmich hat's gemacht, Alter. Jetzt, wenn du jetzt noch Blasphemie über Arjen Robben machst, Thomas, ne? Das geht aber zu weit dann, ne? Na, ich check's halt nicht. Der spielt schon eine andere Pose und gar nicht so schlecht. Dennoch ist er der Arsch vom Dienst. Nee, ist ja nicht der Arsch vom Dienst. Neves wäre, glaube ich, wie gemacht für uns auf der 6 hinter Pavlovic, nur würde er wahrscheinlich sehr teuer werden. Um 80 Millionen kommt man da wahrscheinlich nicht weg. Naja, wenn du 50 für einen Kimmich kriegst und nochmal 30 für einen Goretzka oder so, dann ist das doch okay. Kimmich hat uns als RV die Champions League mitgewonnen. Neymar raus, keine Chance gegen Kimmich gehabt. Ich liebe den Kimmich RV. Kai, du hast zu 100% recht. Der Beobachtungszeitraum für die Bewertung der Spielerleistung sollte 2 Jahre betragen. Ich hoffe, die Verantwortlichen sehen dies ähnlich. Wir werden sehen, ne? Naja, Neymar ist jetzt aber auch nicht wirklich schwer aus dem Spiel zu nehmen, oder? Alten Schwalbengott. Ich sage, es gehen weniger, als hier alle träumen. Ja, das ist wahrscheinlich auch so. Aber lass mich träumen, bitte. Ja, der Neymar hat einfach viel zu wenig aus seinem Talent gemacht. Ja, und hat sich ja so ein bisschen ähnlich wie Andi Möller damals. Ich weiß nicht, warum man als so ein guter Fußballer, wie man dann ist, sich auf dieses Niveau begibt. Ich meine, wir müssen jetzt nicht sagen, dass Andi Möller dasselbe Niveau hatte. Neymar ist noch mal ein gutes Stück da drüber gewesen. Aber warum man das macht, verstehe ich nicht. I don't know. Genau, ungenutztes, verschwendetes Talent. Ganz genau. Kone ist der von Gladbach, ja. Ja, haben mir sehr gut gefallen. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie er dieses Jahr die Entwicklung gemacht hat. Dann war er auch verletzt, ne? Aber er hat mir gut gefallen, echt. Ja, gut, der ist ja auch noch jung. Das ist ja klar, dass der noch nicht konstant und die Reife hat. Also, damit muss er leben, wenn du junge Spieler einbaust. Wer weiß, was Kane im Vertrag stehen hat. Was soll er da drin stehen haben? Auf was bezogen? Ausstiegsklausel oder was? Oder wenn ich keinen Titel hole, dann darf ich für Summe X gehen oder so. Mara hat eine ungeheuer angenehme und sympathische Stimme. Spricht sie im Alltag auch so? Mit dir? Nein, ich werde nur angekeift, nur angeschrien. Ja, anders spurst du ja auch nicht. Ihr bekommt hier nur die schöne, zarte Stimme und ich nur so. Können wir Kimmich nicht einfach ein Kane-Trikot anziehen und ihn an United verkaufen? Die sind doch eh nicht die hellsten, die merken das schon nicht. Ah, die Ähnlichkeit ist jetzt wirklich aber so gar nicht gegeben. Machst du darüber Albträume, dass der Kimmich nicht so 6 spielt? Alter, jetzt, das wäre echt wild. Kimmich wird nicht verkauft. Er wird verkauft. Ich hoffe es zumindest. Schwalbengott, alles klar, aber nehmen wir seine fußballerischen Fähigkeiten abzusprechen. Nee, das tue ich ja nicht. Trotzdem war er ein Schwalbengott, Alter. Und Schauspieler, wie ich selten Schauspieler erlebt habe, Alter. Absoluter unsympathischer Drecksackspieler, Alter.
Da hätte sich mal, hat mit dem besten Fußballer der Welt zusammengespielt mit Messi, hätte sich mal ein kleines Stückchen nur von Messi abgucken sollen. Wie oft der Messi auf die Fresse gekriegt hat, Alter, und einfach aufsteht und weitermacht. Ja, da hätte er sich nur mal ein Fitzel von abgucken können und dann hätte man den Neymar vielleicht auch als großen Fußballer betitelt. Aber so ist er einfach nur ein kleiner Pisser gewesen in meinen Augen. Da kann er fußballerisch noch so gut sein oder kann so viel Talent haben, wie er hat. Er war menschlich einfach ein Wichser, Alter, auf dem Feld. Das mal ganz klipp und klar zu sagen. Selten einen Fußballer mit so viel Qualität gesehen, der so viel Schauspielerei betrieben hat, Alter. Was ein unsympathischer Drecksack. Junge. Ja, den hast du in der 13. Minute gefoult und in der 25. ist er immer noch da rumgerollt. Junge, war das ein dreckiger Spieler. Ganz ehrlich. Und guckt euch mal Messi an, wie oft der richtig auf die Fresse gekriegt hat, auf die Knochen, Alter. Und was hat er gemacht? Ja. Ist aufgestanden, hat weitergespielt und hat den Gegner mit dem Tor bestraft. Was macht Neymar, Alter? Junge. Nee, kann ich nicht dem Typen. Ganz ehrlich nicht. Aber habt ihr ja gemerkt jetzt. Ja, da sind mal wieder ein paar Beleidigungen gekommen, aber ja, ist so. Ohne Scheiß, der war so unsympathischer Spieler, Alter. Mein Gott, ey. Das hat doch nichts mit Fairness zu tun gehabt, wie der sich verhalten hat in jedem Spiel, was ich von dem Typen gesehen habe. Ich kann mich an keinen anderen Spieler erinnern, der so ein Verhalten gehabt hat. An keinem. Und das mit dem Talent, er hat es ja gar nicht nötig gehabt. Das kommt ja noch dazu. Er hat es doch gar nicht nötig. Er konnte doch jeden mit seiner Qualität einfach austanzen, so wie es ein Messi auch kann. Hat man das nötig dann, oder was? Hab ich nicht verstanden. Sorry. Neymar ist heute fußballerisch unter den 3 besten Offensivspielern seit 10 Jahren. Nee, das sehe ich nicht so. Aber das ist auch Ansichtssache. Mara hat sich verraten, die hat Kimmich-Fan und ihnen bestimmt das Motiv für ihre Bettwäsche. Ja, die Mara ist bekennender Kimmich-Fan, das ist ja nichts Neues. Ja, Ambo, sehe ich genauso. Neymar ist eine traurige Geschichte, seine Karriere. Ist halt so. Neymar könnte mindestens auf einer Stufe mit Messi und Ronaldo stehen, leider war sein Kopf nicht so talentiert. Weiß ich nicht, ob er das könnte, aber ja, vielleicht wäre das drin gewesen. Ne? Ja, ist doch okay. Wer basht denn hier Kimmich, Alter? Spätestens wenn Kimmich anfangen würde zu reden, würde jeder merken, dass sein Englisch viel zu gut ist für Kane-Verhältnisse. Nehmen wir aber Turner, Spezialgebiet Boden. Der ist gut, ey. Nein, die Spieler können ja das verdienen, was sie wollen. Ich meine, wenn die Spieler sich da so leblos, lustlos im Spiel verhalten, keine Wille zeigen, das mehrere Monate Kündigung ausstellen. Ja, aber nochmal, du verzichtest dann ja auf eine Abfindung. So, du musst die Spieler halt einfach dann auf die Tribüne setzen. Da können wir uns drauf einigen, da gehe ich mit. Ja. Suspendiere sie meinetwegen vom Training, schick sie in die zweite Mannschaft, wie es bei Paris auch passiert ist und bei anderen Mannschaften. Lass sie da mittrainieren, aber das musst du denen geben als Arbeitgeber und gut ist. Ja, da gehe ich komplett mit dir. Und dann musst du sie halt verkaufen. So, aber einfach Kündigung geht halt nicht, weil es halt, du willst halt auf die Kohle verzichten. Das wäre dumm. Mara und Kai, The Beauty and the Beast. Wer bin ich denn dann, Manfredo? The Beauty oder was? Bild. Drecksack hin oder her. Was? Darauf habe ich leider Siehste? keine Antwort. Selbst Alexa weiß das nicht. Ja, reg Alexa doch nicht jedes Mal wieder auf. Drecksack hin oder her. Neymar war fußballerisch fast auf ein Niveau mit Messi und Kimmich hat den Wichser aus dem Spiel genommen. Naja, wir haben... Leid. Ich kann keine Gruppe oder kein Gerät mit dem Namen Kino finden. Aha. Ja, wir haben Messi auch aus dem Spiel genommen. So ist ja nicht. Ja. Ändert aber nichts daran, dass Neymar halt einfach ein... Aber das ist ja auch gut. Sehe ja nur ich so.
So meinst du das, Forget Me? Okay. Vinicius Junior von Real ist noch schlimmer als Neymar? Ah, das weiß ich nicht, kann ich nicht beurteilen. Ich kann nur den Neymar beurteilen, den habe ich zu seiner Zeit oft genug gesehen und das war grausam, Alter. Das ist ja auch das, was ich beim Hernandez bei uns so derartmäßig angekotzt habe, wo ich das auch klipp und klar geäußert habe. Ich kann das halt nicht. Ich mag das nicht im Fußball. Das ist so lächerlich einfach, ja, diese Schauspielerei, ey. Junge. Der Hernandez hat das ja auch drauf gehabt. Ich meine, der Kimmich hat's ja auch drauf. Er macht's ja aber dann noch in ganz schlimmeren Orten. Aber der Hernandez ja auch. Oh, da kam ein Windzug. Ich kugel mich mal, Alter. Am Schreien, als wäre er abgestochen, wo er Freistoß gepfiffen steht, auf, rennt weiter. Hat ja auch 3 Monate gedauert, bis wir ihn das abgewöhnt hatten bei uns. Ganz komisch. Neymar tat mir bei der WM im eigenen Land echt leid, als er da weggetreten wurde und das Halbfinale verpasst hat. Ja, das nennt man dann Karma, ne? Anmu? Das ist dann die Karma-Kette, die man kriegt. Wenn man halt sein Leben lang schauspielert, dann kriegt man irgendwann mal richtig einen verpölt und dann hat man so eine Situation. Vinicius Junior ist auf dem Feld auch ein richtiger. Neben dem Feld soll er sympathisch sein, aber er fällt bei jedem kleinsten Kontakt und teilt aus. Ja, austeilen und so, mein Gott, ist ja immer so eine Art, so eine Spielweise. Aber wie gesagt, diese Schauspielerei, die kann ich halt einfach nicht. Nicht mein Thema. Da ist auch egal, welcher Spieler das ist. Dass ja das ein Spieler bei uns wäre, würde ich den auch zerreißen, Alter. Das hat im Fußball einfach nichts zu suchen. Hulis Bratwurst war wieder sehr lecker in der Arena, aber auch teuer. Ja, das sind normale Preise, würde ich sagen. Den Neymar konnte ich auch nie leiden, wegen dem Kino auf dem Platz. Ich habe schon Videos aus seiner Jugend gesehen, das war angeboren. Die Schauspieler hat er schon in der Jugend so gemacht. Ja. Wild, genau. Wild passt am besten. Ja, Pogba, der hat ja wenigstens noch ein paar gute Jahre gehabt, ne? Aber ja, hat aus seiner Qualität dann auch leider zu wenig gemacht. Ja. Aber gut, das hast du ja immer wieder. Ne? Ich meine, das haben wir ja selbst bei uns gehabt. Wir haben ja auch genug Talente gehabt, die dann zu wenig aus ihrer Qualität gemacht haben. So mal die Plattform gewechselt, weil Twitch bei mir wieder spinnt. Neymar ist ein absoluter Spinner. Ja, Fußball kann er, aber menschlich ein absoluter. Das weiß ich nicht, wie er menschlich ist. Das kann ich nicht beurteilen, will ich auch nicht beurteilen. Sein Verhalten auf dem Platz ist einfach unterirdisch gewesen. So, ob er menschlich, wie er menschlich drauf ist, weiß ich nicht. Weiß ich beim Messi nicht, weiß ich beim Ronaldo nicht. Keine Ahnung. R9 hatte schon eine Wahnsinnskarriere, aber hätte er sein volles Potenzial ausgeschöpft, wäre er wahrscheinlich der Beste aller Zeiten gewesen. Meinst du mit R9? Meinst du Ronaldo oder was? Cristiano. Ich glaube, der hat alles ausgereizt, was er ausreizen konnte, Alter. Ja, kein Spieler macht so eine Show, wenn er auf die Socken kriegt. Eine spannende Frage für mich ist, nächste Saison mit Kimmich oder Goretzka? Ich denke, einer von beiden geht, da beide zusammen nicht mehr harmonieren. Am Ende wird Kimmich bleiben, meiner Meinung. Ich hoffe nicht, Primo, aber das ist nur meine persönliche Präferenz. Ich brauch was Neues. Wenn, dann halt ihn meinetwegen als Rechtsverteidiger, alles gut, damit kann ich leben, kein Problem. Aber bitte nicht mehr in der Zentrale, ey. Kann's nicht mehr. Da muss ich auch den Neymar machen und muss hier rumkugeln. Diese Neymar-Messi-Diskussion war einfach Lob für Kimmich, wie stark er als Rechtsverteidiger war. Seht doch endlich mal ein, dass Kimmich einfach nur Durchschnitt ist und viel zu hoch gelobt wird von Experten. Stani hat auch Mbappé ausgeschaltet in einem Spiel. Heißt nicht, dass er Weltfußballer wird. Anmo, ich bin da bei dir, ne? Da sind wir immer auf einer Linie. Was wir beim Tuchel nicht sind wir beim Kimmich. Jo, wir haben auch 21 Uhr, machen wir jetzt Feierabend. Ne? Wir Genug machen jetzt gleich durchgequetscht. Feierabend.
Hat ja nichts mit Bashing zu tun. Wie gesagt, Kimmich ist ja auch ein Fußballer, der ein gewisses Niveau hat, aber das zeigt er halt einfach nicht mehr seit 1,5 Jahren. Punkt. Ja, unter Tuchel zeigt das keiner. Das war nicht nur unter Tuchel, das war schon unter Nagelsmann so. Optimus Prime, vielen Dank für 11,99. Wild. Schatz, wir können gerne reingehen noch in die Diskussion. Wir machen eine halbe Stunde länger. Nein, alles gut. Nein. Wegen mir? Kimmich hat Jahre als RV geglänzt, Dani ist noch nicht mal Stammspieler. Ja, bei vergebenem Talent kann man Sternkopf auf jeden Fall nennen, ne? War super sympathisch, wo er letztens im TV war. Aber ja, Sterni kannst du da leider nennen. Hat aber auch viel mit Verletzungen zu kämpfen gehabt, ne? Aber Sterni fühle ich, ja. Wie ist er? Hat der jetzt noch Dopingskandal oder was, der Pogba? Eieiei. Ich glaube, 4 Jahre gesperrt. Krass, wusste ich gar nicht. Manche im brasilianischen Ronaldo. Ach komm, der hat doch aber auch. Also der ist eigentlich, ich glaube, der war das Paradebeispiel eines Fußballers, der lebensfroh ist, wenn man das so nennen mag. Na? Ich glaube, der hat alles mitgenommen, worauf er Bock hatte in seiner Karriere. War nie so dieser Ronaldo, Messi, dieser verbissene, super, nur Fußball, super sympathischer Mensch einfach. Ja. Und ja, ich stimme dir dazu, wenn der den Fokus komplett gehabt hätte und dieses komplett krasse Denken, so, ich will der Beste der Welt sein und tu dafür alles, wäre er das gewesen. Ja. Also das ist eine absolute Maschine gewesen. Ja. Und er war genau deswegen so sympathisch, weil er halt auch so der Lebemann war, wenn man das so nennen mag. Hat man ja auch direkt nach der Karriere gesehen, dann so. Habe ich gefühlt. Fand ich gut. Ja, aber es geht doch nicht um früher. Wir müssen doch jetzt nicht in der Vergangenheit leben, Chico. Was ist denn los? Wir reden doch vom heute, hier und jetzt. So, und hier und jetzt sind die Leistungen seit 1,5 Jahren Mist. Punkt. Ja, kann er, wenn er Bock hat als rechter Verteidiger, kann er ja nächste Saison bei uns bleiben, kann die Pose spielen, kann er wieder zur alter Stärke finden, wenn er meint. Habe ich gar kein Problem mit. Jetzt mal ernsthaft, die letzten 1,5 Jahre sind aber auch nicht hier und jetzt, ne? Also. Ja, was ist denn hier und jetzt? Von Hier und jetzt jetzt bis sind alle 1,5 Jahre scheiße. zurück? Ja. Ja, was ja? Willst du mir jetzt sagen, der Kimmich, was war denn? Gegen Mainz sagen wir jetzt, Kimmich war ein gutes Spiel. Und davor? Gegen Freiburg wurde er von den super schnellen, er hat keinen Stich gesehen als rechter Verteidiger. Ich bitte euch, was ist denn jetzt los? Weil Kimmich jetzt ein gutes Spiel gemacht hat, oder was? Scheiße. Ja und? War deswegen die Licht scheiße? War deswegen Dyer scheiße? Oder was? Nee, Kimmich war scheiße auf seiner scheiß rechten Seite. Hat keinen Zugriff gekriegt, gar nichts. Ist da rumgelaufen wie ein E-Jugendlicher. Ja, wenn die Mannschaft läuft, wenn es gut läuft, dann glänzt jeder Spieler. Das haben wir gesehen gegen Mainz. So, ein Kimmich oder ein Goretzka, das sind Spieler, das sind Führungsspieler, die müssen da herausstechen, wenn es nicht läuft. Das ist deren Aufgabe. Wenn die Mannschaft im Flow ist, wenn es läuft, dann glänzt jeder Spieler. Das ist gar keine Kunst. Aber gerade von Leon und von Kimmich, da können wir beide ins Boot nehmen, verlange ich persönlich, dass sie dann vorangehen und da sind, wenn es nicht läuft. Und das haben sie nicht getan, die letzten 1,5 Jahre. Das ist ein Ja, Fakt. und ich verlange von einem Trainer, dass der seine Spieler unterstützt und hinter denen steht und die nicht schlecht macht. Vor allen. Ja, aber das hat jetzt nichts mit seiner Leistung zu tun. Ja, sicher, das macht doch was mit dem Kopf. Ja, aber das war ja schon vor Tuchel so. Das ist ja nicht erst seit Tuchel bei Kimmich. Auch bei Goretzka. Können wir jetzt nicht nur den Tuchel anhängen. Dass das scheiße war, wie der Tuchel die behandelt hat vor der Saison, steht außer Frage. Ja, dass ein Kimmich dann vielleicht auch insgeheim so sagt, ja, leck mein Arsch, Alter. Ich gebe mal 10% weniger im Unterbewusstsein, wie auch immer. Ja, völlig nachvollziehbar. Stimme ich dir ja zu. So, aber wir müssen ja jetzt nicht hier darüber reden, so wir müssen Kimmich behalten, weil er ein gutes Spiel jetzt gegen Mainz gemacht hat. Also da bin ich ganz weit von weg. Aber das kann ja auch jeder sehen, wie er möchte. Also ich verlange von der Art Führungsspieler und von dem Gehalt, was die beiden da verdienen, verlange ich eine Menge mehr, als wie sie gezeigt haben. Jo.
Bei dir ist in den USA ist der Tag noch nicht vorbei. Das ist so schön. Ja, ist ja super, dass ihr schon den Stream beendet. Ah. Sehr gut, Leute. Ich mache jetzt aber auch Feierabend. War ein guter Stream, Leute. Ein Thema habe ich noch nicht bearbeitet. Mal gucken, vielleicht mache ich da mal ein kurzes Video zu. Kommenden Tage. Und wir gucken mal, wie es mit Kimmich weitergeht als Rechtsverteidiger. Bin sehr gespannt. Ich lese nochmal ganz schnell durch hier noch kurz. Ich bin aber der Meinung, dass, hatte Kai zumindest letztes Mal noch in der Diskussion mit mir gesagt, dass Josh halt gesagt hat, er würde auch RV spielen, nur dass Tuchel ihn nicht hat RV Ja, hat er ja spielen auch. lassen. Hat er ja auch. Nee, weil Olli schreibt gerade trotzdem Kimmich weg, wenn er in der Mitte spielen will. Er wird wohl schon lieber in der Mitte spielen wollen, aber er hat halt vor ein paar Wochen gesagt, dass er kein Problem damit hat, wenn der Trainer ihn als Rechtsverteidiger aufstellt, den Rechtsverteidiger zu spielen. Das hat er klipp und klar gesagt. Tuchel hat es halt einfach nur ignoriert, hat trotzdem Conny Leimer da weiter hingestellt. Ja, Fakt ist, dass Ja. Josh auch weiß, dass wenn er bei der EM irgendwie eine Rolle spielen will, dass er den RV machen muss. Ob er will oder nicht. Klar weiß er das. Und da macht es halt auch Sinn, sich im Verein auf der Position einzuspielen. Weil sonst wird es auch bei der Nationalmannschaft schwer als Rechtsverteidiger, wenn du sagst, ja, ich habe da seit Jahren nicht gespielt, ich mache jetzt hier den Rechtsverteidiger. Also. Ja, das versucht er ja. Vielleicht sollte man ihm einfach mehr Zeit geben als nur 3, 4 Spiele. Ja, aber hat er doch bis zum Ende der Saison Zeit. Ja, dann warten wir Ja. jetzt einfach mal ab. Aber es ändert ja nichts daran, Er dass eine bleibt gewisse Ende. Erwartungshaltung da ist. Er bleibt. Er bleibt. So. Die Mara hat gesprochen, Leute. Damit ist das Stream zu Ende. Josh bleibt, kommt damit klar. Fertig. Und wenn er den Neuer im Tor beerbt Ende nächster Saison, dann bleibt er. Fertig. Punkt. Leon bleibt nicht. Punkt. Nein, ich persönlich sehe eher, dass Leon bleibt wie Josh. Aber wir werden es sehen. Wahrscheinlich bleiben alle. Und wir Ja, ziehen du das hast Thema auch noch gesagt- 2 Jahre durch. Ja, du hast ja gesagt, Tuchel ist ein toller Trainer. Ja, und jetzt? Werden wir sehen, was aus Leon wird. So, Feierabend, Leute. Optimus Prime nochmal danke, ne? Und euch einen schönen Abend. Ja, wir hören uns Freitag. Mit mehr von Mara. Und Kimmich. Ciao. Und mir. Ciao. Ah, herrlich.